Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, deren größter sportlicher Erfolg die Goldmedaille war beim Abschlussrennen im Skilager Ende der 80er Jahre im sächsischen Erzgebirge. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, Fake News. Du bist einem falschen Artikel, einem falschen Bild aufgesessen. Ich bin das Bild daneben, dieses kleine heulende Kind in vollkommen durchnässter, sogenannter Skiausrüstung, alleingelassen im Wald auf der Langlaufloipe. Ich kann gar keinen Ablauf. Und die Eltern so 1,5 Kilometer weiter vorne. Also Landschaft, Idylle, menschlich, Katastrophe. Misere. Ja, war wirklich schlimm. Ich bin gar kein Skifahrer und mich kannst du damit auch tatsächlich nicht locken. Wenn alle Skifahren gehen, gehe ich wandern. Also du warst doch nie im Skilager mit der Schule. Nein, gab es bei uns gar nicht als Angebot. Bei dir denn etwa? Bei uns in den 90ern gab es schon doch, dass wir einmal von Leipzig aus eben ins Erzgebirge gefahren sind und dann da ich halt zum allerersten Mal in meinem Leben auf Skiern den Berg runter, gestürzt bin, muss man schon sagen. Hast du in deiner Anmodi quasi also mir dein Foto untergejubelt als meines? Bist du der Goldmedaillenträger des Schullagers? Nee. Auch nicht. Ich glaube, ich durfte nicht mal beim Abschlussrennen mitmachen. Heißt, hat dich auch nicht so gefangen, das Skifahren? Nee. Nee. Also Langlaufen tue ich heute, aber auch überhaupt diese Skilager damals fand ich sehr anstrengend, auch mit die ganze Klasse da so frühpubertär in diesen engen Zimmern, die nassen Skikleider auf den Heizungen, alles so feucht, schwül, alles voll mit Hormonen, fand ich schon damals sehr anstrengend. Nun leben wir ja beide nicht mehr in unserer Kindheit und nicht in Sachsen, sondern in der Schweiz. Und da gehört doch aber das Skifahren und Schüler zusammen wie der Deckel auf den Topf. Zumindest in dieser Jahreszeit sind die Bahnhöfe doch bevölkert mit Schullagergängern. Skilagergängern. Ja. Das ist so und ich glaube, hier wirklich freuen sich viele junge Menschen sehr darauf, auf eine tolle Woche im Schnee und mit den Kolleginnen und Kollegen. Ob sich die Lehrer und Lehrerinnen da auch so drauf freuen, wage ich ja zu bezweifeln. Ich stelle mir das wirklich schlimm vor. Das ist ja nicht nur ein Sack Flöhe, sondern noch ein Sack Flöhe mit Ausrüstung, die verloren gehen und kaputt gehen kann und einem hohen Verletzungspotenzial. Das stimmt. Ich finde, wir haben jetzt schon ganz viele Stichworte gesammelt fürs heutige Hörspiel. Da geht's um ein Skilager, spielt auch wirklich schon ein paar Jahrzehnte her. Und unter anderem auch verlorene Ausrüstungsgegenstände sind da auch wirklich wichtig. Ist ein Krimi. Genau, geschrieben Markus Keller, Barbara Luginbühl. Und für alle, die sich erinnern, von denen waren auch schon Dreckige Wäsch und Geisterbahn. 2 Hörspiele. Und gebe ich euch gerne mit bei diesem Hörspiel, sucht doch mal eine Parallele zu einem dieser Hörspiele. Wunderbar. Viel Vergnügen beim Krimi-Hörspiel mit dem schönen Titel Ballade pour Christophe von Markus Keller und Barbara Luginbühl. Viel Spaß. Christoph, ich sollte gehen. Ja, komme. Steht etwas in der Zeitung? Eine kleine Notiz. Zeig mal. Hier. Gymnasiastin in Skilager tödlich verunfallt. Hast du vergeben Angst gehabt? Kein Wort wegen eurer Verantwortung oder so? Ja, es gibt noch andere Zeitungen. Zu wenig sensationell. Hoffen wir es. Was hast du heute für ein Programm? Um 10 Uhr Besprechung mit dem Rektor. Mit der Klasse? Nein, Fred und ich nur. Was ist nicht? Bis jetzt nicht. Kannst du einkaufen? Ist gut. Also, ich muss. Ciao. Ciao. Hä? Warte, ich gehe. Guten Morgen. Grüß dich miteinander. Horst Stettler ist mein Name. Das ist der Herr Bürki. Wir sind von der Kantonspolizei. Der Herr Tomasi. Ja. Dürfen wir einen Moment reinkommen? Bitte. Geht noch mal rein. Ja, merci. Was gerade raus, das ist im Wohnzimmer. Grüß dich, Herr Tomasi. Horst Stettler. Das ist der Herr Bürki. Morgen, Tomasi. Grüß Sie miteinander. Herr Tomasi, wir hätten noch ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Unfall von der Katja Stettler. Wollt ihr einen Kaffee? Nein, danke, die sollten mit uns kommen. Aha. Aber ich habe am 10 Uhr einen Termin. Den müsst ihr absagen, leider. Ja,
Aber Ihr könnt doch nicht einfach am Morgen um 7:30 rufen. Doch, das können wir. Herr Tomasi, wir möchten noch gerne neue Skiausrüstung sehen. Ski, Stöcke, Schuhe, Skianzug, Handschuhe und so weiter. ja, also die Ski sind am Bahnhof die Schuhe. Oder Skianzug. Für was braucht ihr das? Da können wir euch im Moment keine Auskunft geben. Herr Tomasi, wann und wo habt ihr Katja das letzte Mal gesehen? Am Mittwoch, so um die 6, wo wir zusammen bei Sattelhütte sind losgefahren. Und er nicht mehr. Nein, Welche Abfahrt habt ihr genommen? die rote. Und wann seid ihr beim Chalet angekommen? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Es war fast schon dunkel. Hat noch jemand gesehen? Das weiss ich doch nicht. Und im Chalet? Ich glaube nicht. Erst in der Nacht. Um welche Zeit? Am 8. Was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Ich bin in mein Zimmer, ich habe rasiert, ich habe geduscht, dann bin ich noch ein bisschen abgelegen und habe gelesen. Und beim Znacht? Habt ihr Katja nicht vermisst? Nein, Wieso nicht? es waren nie alle da. Das Essen war fakultativ und Katja hat sich nicht angemeldet. Von wann an hat man Katja vermisst? Vom Donnerstag am Morgen. Sag mal, weißt du etwas von der Katja? Nein. So? Die ist in die Heimgekommen letzte Nacht. Und doch wieder mit diesen Typen vom Rocksport gekommen. Bea ist aber da. Die ist mir's sagen. Ich habe keine Ahnung. Und das Katja allein damit. Ja, was ist? Telefon. Ja, Moment. Komm. Bea, Ja? weißt du auch nichts von Katja? Nein, es weiss niemand etwas. Das ist mal dort. Sie haben nicht gesagt, wo sie hergehen? Nein, ich habe sie gestern gar nicht mehr gesehen. Ich habe noch einen Zettel geschrieben, wir gehen Pizza fuden. Aber als ich bei Hause kam, ist der Gang noch auf ihrem Bett gelegen. Das hat mich auch ein bisschen komisch gedünkt. Aber ich habe gedacht, ich käme dann schon heim. Ja, ist sie etwa bei dem Ding da, vom Rocky-Sport? Bei Marik? Keine Ahnung. Vielleicht. Ich glaube es nicht. Bea, sie ist doch dicke Freundin, oder? Ist doch was, wo Katja steht? Nein, ich weiss wirklich nicht. Sie hat Katja gefunden. Sie ist über einen Felsen gestürzt. Nein. Was hat sie ihr Ist sie gemacht? verletzt? Sie ist tot. Ihr habt also vorher keine Ahnung von diesem Unfall. Herr Tomasi, Natürlich nicht. So sollte ja. was habt ihr am Tag vorher, am Mittwoch genau gemacht? Das habe ich doch schon 3-mal erzählt. Ihr hattet ein Einzelzimmer gehabt. Ja, Und ihr seid die ganze Nacht allein gewesen. ja, natürlich. Was hat jetzt das mit dem Unfall zu tun? Habt ihr am Morgen mit der Katja geredet? Nein. Ich bin erst um 11 Uhr aufgestanden. Als Leiter? Ja, es ist spät geworden am Abend vorher. So. Das sind 18-, 19-Jährige. Die sind selbstständig. Beim Mittag war Katja nicht rum. Ich habe sie nicht gesehen. Das Paar ist schon am Morgen schielen. Und am Nachmittag, beim Schielen, da seid ihr ihr nie begegnet. Ich habe sie mal gesehen von weitem. Dann in der Sattelhütte wieder. Das habe ich doch schon alles erzählt. Bei dieser Sattelhütte. Wie ist das genau gelaufen? Also, als ich besuchen gefahren ist der Fred Müllemann mit einem Teil der Klasse vor der Hütte gestanden. Die einen wollten unbedingt noch eins ziehen, die anderen wollten vor dem Weihnachten abfahren. Fred hat noch geschaut, dass wirklich nur die guten Fahrer oben bleiben. Ich wollte mich seiner Gruppe anschliessen, aber dann ist Katja gekommen und gesagt, ich soll doch noch eins ziehen. Also mit Ski abgezogen, hergestellt. Der Fred ist mit den anderen losgefahren. Katja hat auf mich gewartet und in dem Moment kommt der Henrik. Die zwei sind alle ausgefallen. Moment. Das steht nicht auf der Klassenliste. Henrik, Ja, das war habt der ihr gesehen? Verkäufer im Rocky-Sport. Aha, weiter. Ja, da sind wir das dritte Beiz. Der Henrik zu seinen Kollegen, Katja und ich in die hintere Stube. Zu den anderen Schülern. Nein, die waren vorne. Es hat keinen Platz mehr gehabt. Oder ihr habt mit der Katja alleine sein. Weiter. Dann haben wir bestellt, 2 Hütten Kaffee, haben wir die getrunken, dann bin ich auf die Toilette, dann haben wir gezahlt und sind gegangen. Ja, geredet hat er nichts. Ja, natürlich.
Ja, nachher, voraus. Ja, da bin ich vorausgefahren und das war das letzte Mal, was ich gesehen habe. Herr Tomasi, dir geht Klavierunterricht. Ja. Und Katja war eine von euren Schülerinnen. Ja. Wie war sie so? Recht talentiert. Viel geübt. Gewissenhaft. Interessierte Schüler. Und sonst? Mehr kann ich nicht sagen. Habt ihr ein Verhältnis mit der Katja? Wie meint ihr das? Oder hat das erst gerade angefangen? Wie kommen die da drauf? Was wird da gespielt? Wieso sind eigentlich eure Stücke nicht bei der Ski gewesen? Der eine hat gefehlt, als ich die Ski eingepackt habe. Was wollte ich mit einem Skistock, haben wir gesagt. Ich habe einen Container gehabt. Ist das euer Skistock? Wer redet denn? Ist es euer? Ja, das ist meine. Den Skistock hat man neben der Toten gefunden. Und bei der Absturzstelle hat man Spuren von euren Skischuhen gefunden. Jacki? Ciao, Vero. Christoph? Wo bist du? Was ist los? Ich brauche einen Anwalt. Hä? Wieso? Ich habe das Gefühl, ich habe etwas mit dem Tod von Katja zu tun. Das gibt's doch nicht. Kannst du mir Rudi Wirz Bescheid sagen? Wo bist du denn? Bezirksgefängnis. Was haben sie denn gesagt? Was ist Ich kann dir gelaufen? das jetzt nicht alles sagen. Leute mir Rudi an, bitte. Er soll sofort vorbeikommen. Ja, machen. Ich melde mich wieder. Wenn? Weiss noch nicht. Brauchst du etwas? Moment nicht. Also sagst du ihm bitte. Ciao. Mach's gut. Mhm. Ciao, Vero. Ciao. Wieso? Ich nehme an, wegen Kollusionsgefahr. Was heisst das? Er könnte allfällige Zeugen beeinflussen. Ja, Beweismaterial auf die Seite schaffen. Das ist absurd. Aber könnt ihr denn nicht anrufen und fragen, was los ist? Wenn er jetzt da zu Bern in der U-Haft wäre, wo ich die zuständigen Beamten gut kenne, aber so. Das braucht seine Zeit. Ich muss eine Vollmacht vom Christoph haben. Ich mache alles parat und schicke es heute noch express. Der sollte es bis morgen Abend unterschrieben zurück sein. Vorher könnt ihr nichts machen. Leider nicht. Und dann? Wie geht's weiter? Ich setze dann den Untersuchungsrichter in Kenntnis von meinem Mandat, stelle ein Gesuch, dass ich den Untersuchungshandlungen beiwohnen kann und verlange schon jetzt Einsicht in die Akten. Dazu verlange ich eine Besuchsbewilligung. Aber die seid doch sein Anwalt. Könnt ihr nicht einfach vorbeigehen? Ohne Besuchsbewilligung geht das nicht. Dann geht es ja 3 Tage, bis er endlich... Richtig. Und das ist das Problem. In dieser Zeit nehmen sie natürlich dran. Ja, aber ich habe gemeint, man hat das Recht, die Aussage zu verweigern, bis wir mit seinem Anwalt geredet haben. Ja, schon. Aber der Untersuchungsbeamte seinerseits ist natürlich auch nicht verpflichtet, den Beschuldigten vor der ersten Vernehmung darauf aufmerksam zu machen. Im Gegenteil. Er hofft, dass der Beschuldigte am Anfang spontane Auskünfte gibt und die haben dann das Gefühl, die kommen dann der Wahrheit am nächsten. Hoffentlich hat er nichts gesagt, was ihm schadet. Frau Jäcki, wie ist der Christoph zu dieser Katja gestanden? Sie war in ihn verliebt. Wissen Sie mehr? Nur das, was mir der Christoph erzählt hat. Ja? Ja, er hat mit ihr eine Aussprache im Skilager. Beim Fondue hat sie ein bisschen zu viel getrunken. Dann hat sie so eingefädelt, dass sie mit dem Christoph allein war. Sie hat ihm gesagt, sie sei schon lange in ihn verliebt. Der Christoph hat ihr natürlich sofort erklärt, sie soll sich keine Hoffnungen machen. Er möge sie zwar gut, aber mehr nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber die haben sie doch geküsst. Ja, beim Fondue, das hat eigentlich dazugehört. Wer sein Brot verliert, zahlt einen halb oder küsst seinen Nachbar. Willkommen. Ich bin nicht der Einzige, der geküsst hat. Aber der einzige Lehrer. Kurz vor dem Dessert seid ihr mit der Katja verschwunden. Seid ihr in ihr Zimmer oder in euer Zimmer? Ich bin nicht mit der Katja zusammen verschwunden. Katja ist es schlecht geworden, da ist sie raus. Weil sie nicht mehr auftaucht ist, bin ich schauen. Und? Sie ist in ihrem Zimmer auf dem Bett gelegen. Fragt, ob sie einen Tee will oder sonst etwas. Sie hat gesagt, sie will nichts, noch mal ein bisschen liegen. Sie hat auch zu viel getrunken.
Alkohol in einem Skilager. Könnt ihr das als Lehrer überhaupt verantworten? Ja, das ist immer die Frage, wie viel Spielraum der Gimmeler soll geben im Lager. Die einen können mit der Freiheit umgehen, die anderen weniger. Wie war das bei Katja? Genau, wegen ihr und wegen der Bea haben wir den Fondue-Abend organisiert. Der Herr Müllemann und dir? Ja. Wann war das? Am Dienstag am Morgen. Also, haben wir es beschlossen. Ade miteinander. Bitte schauen. Du, sag mal, Alfred. Ist das normal, dass in einem Skilager jeder macht, was er will? Die Klasse hat das organisiert. Und ich weiß das so. Weißt, also, diesen Freiraum, den musst du noch lassen. Wird eigentlich manchmal nicht ein bisschen arg ausgenutzt? Zum Beispiel am Morgen um 4:30 heimkommen. Hä? Hast du nicht gehört, letzte Nacht? Bea und Katja sind von irgendeinem Typ im Auto heimgebracht worden. Tja, die waren auch in Disco. Ja, bis um 4:30. Dass etwas passiert wäre. So auf Auto fahren oder verladen oder so. Ja, was willst du? Ich kann doch nicht gerne Sittenpolizei spielen. Und wenn man da irgend so ein Verbot durchgibt, ist der Harry zuerst recht da. Vielleicht sollte man aber mehr gemeinsam unternehmen. Ein gutes Angebot machen. Mal ein paar Schlitten mieten, längere Abfahrt machen, eine Fondue-Plausch im Chalet oder so. Wenn ich die kenne, steigen die voll drauf ein. Mhm. Gekauft. Organisierst du es? Ja, hätte es nicht auch noch einen anderen Grund gegeben, dass ihr den Fondue-Abend organisiert habt? Ich weiss nicht, was du meinst. Ja, Katja, die eine ganze Nacht lang wegbleibt. Wird man da nicht eifersüchtig? Jetzt Gottfried, stutz noch mal. Wie manchmal muss ich es noch sagen, ich habe nichts mit der Katja. Das Verhältnis gibt es nur mit euren Geringen. Jetzt glaubt mir doch endlich. Das würde ich ja gern. Aber wir haben da ein paar Aussagen von euren Schülern. Zum Beispiel seid ihr auffallend viel mit der Katja zusammen gewesen. Im Zug, beim Skifahren, beim Essen. Bei jeder Gelegenheit. Das streiten ja gar nicht ab. Aber nicht ich bin mit ihr zusammen gewesen, sondern sie mit mir. Sie ist mir nachgelaufen. Was habt ihr am Montagabend gemacht? Mit denen, die im Chalet geblieben sind, zu Nacht gegessen und haben gejasst. Und wieso ist die Katja an diesem Abend in Ausgang? Und nicht bei euch geblieben? Weil sie es doch auf euch abgesehen hat. Verstehst du, Christoph? Ich muss mir ein Bild machen von dieser Katja. Ich muss sie quasi kennenlernen. Nur so können wir neue Anhaltspunkte finden und Zusammenhänge schaffen. Wir brauchen Entlastungsmaterial. Mein Skistock. Eine Spur im Schnee. Das kann mich dann entlasten. Ach, keine Chance. Ich kann nur mal wieder sagen, ich bin es nicht gesehen. Ich bin es nicht gesehen. Aber wer glaubt mir das schon? Ich zum Beispiel. Ja, du. Was nützt mir das? Das kannst du mir hier nicht rausholen. Ich sage dir, ich drehe noch durch. Christoph, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen noch einmal alles ganz genau durchgehen. Wäre ich nur nicht in das Skilager? Ja. Wieso bist du überhaupt mit? Ja, das ist es ja eben. Vor 2 Wochen eine Stunde mit dem Alex. Ja, Alex. Dem Schumann hat jetzt heute nicht auf der gleichen Bühne. Stinkt's noch? Nein, eigentlich nicht. Ein bisschen mehr Begeisterung braucht es dann schon. He? Darf ich mal schnell? Ich will mal etwas anderes probieren. Da etwas zum Beispiel. Rhythmisch. Wäre das etwas? Doch, das könnte ich mal probieren.
Ja? Grüß dich, Herr Tomasi. Darf ich mich schnell stören? Es geht nicht lang. Also, kommt. Die Katja und ich, wir kommen im Auftrag von der Klasse. Wir gehen ja in einer Woche mit dem Herrn Müllermann ins Skilager. Und der Herr Gaffner, der mitkommen ist krank geworden. Und darum... Ja, und dann haben wir gedacht, es wäre doch lässig, wenn Sie mitkommen. Ja. Ich bin Musiklehrer, nicht Skilehrer. Sie können doch sicher gut Ski fahren. Geht. Ja, es ist auch nicht so wichtig. Die Hauptsache, es kommt ein lässiger Lehrer mit. Hey, wann hat das unsere Klasse beschlossen? Heute am Morgen. Ja. Ja, wir haben einfach noch nicht alle fragen. Wir haben überhaupt schon jemanden gefragt. Passt er etwa nicht, dass der Herr Tomasi mitkommt? Sag's nur gerade. Ich wollte eigentlich ein paar Tage nach Paris. Das können Sie immer noch. Aber mit uns ist Skilager. Das ist die letzte Gelegenheit. Ja, wir haben im Herbst Matur. Also ich bin seit Jahren nicht mehr auf der Das Ski ist doch gestanden. gleich. Das können Sie schnell wieder. Ja, wen geht er? Am Samstagmorgen. Hier auf dem Zettel steht alles drauf und wir gehen in Schale Waldruhe. Also gut. Ja, spitze. Ich wollte mir's überlegen. Und du hast nicht gemerkt, dass die dich verliebt ist? Überhaupt nicht. Und dass das könnte ein Problem geben? Hey. Ja, das willst du mir doch nicht angeben. Mir ist dann nur aufgefallen, dass Katja plötzlich so spitz auf Alex reagiert hat. Aha. Ja, Katja war am Alex Freundin. Bist du sicher? Also, ich muss mich schwer täuschen. Ist es nicht einfach so ein Gerücht, das manchmal so in Klassen rumgeht? Das glaube ich nicht, weil, als wir ins Lager gefahren sind, bin ich mit der Bea und der Katja im gleichen Abteil gesessen. Hey, Katja. Was? Solltest du Alex sehen? Nein, du musst jetzt nicht aufstehen. Ich sage dir nachher, wenn. Ich mach's nicht so spannend. Jetzt. Oh, excuse. Ist nichts passiert. Der Alex und die Evelyn. Die hat doch schon lange darauf gewartet. Wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre, Das ist wäre ein ich... bisschen schnell gegangen. He? Vor einer Woche hätte er doch noch sterben vor Liebeskummer. Weißt, das ist typisch Alex. Nichts überlegen, einfach voll rein. Dabei steht er gar nicht so auf die Evelyn. Das ist ein bisschen Balsam auf die Wunde, die du nicht geschlagen hast. Ich bin so froh, dass er jetzt mit der beschäftigt ist. Weißt du, sonst der Terror im Lager die ganze Du Zeit... kann einfach nicht mit seinen Gefühlen umgehen. Lieber kein Freund als so einen. Der ist doch so was von unterentwickelt. Das ist Lebenserfahrung gefragt. Gell, Herr Tomasi? Mich interessieren Männer noch erst ab 25. Da habe ich ja noch mal Schwein gehabt. Ja, Herr Tomasi, wie alt seid ihr eigentlich? Das fragt meine ältere Herren nicht. Tun Sie doch jetzt nicht so. Wie alt sind Sie? Schätzt mal. 34. 36. Richtig. Also, ein Mann im besten Alter. Und was haben Sie für die Sternzeichen? Leu. Und im Aszendent? Oh, da habe ich keine Ahnung. Ich bin Vogue-Aszendent wieder. Vogue und Leute, das geht richtig gut zusammen. Hast du denn das Gefühl, sie haben wegen dir mit dem Alex Schluss gemacht? Könnte sein. Weiss nicht. Und im Lager? Wie hat sie sich dir gegenüber dann verhalten? Ist in diesem Stil weitergegangen. Und einfach probiert. Aber dann hat sie doch den Arik kennengelernt. Hat sich dann etwas verändert? Überhaupt nicht, so wie sie sich an diesem Fondue-Abend verhalten hat. Was war denn gewesen? Ich bin voll reingelauert. Ja, das Vorstellen. Gute Stimmung. Ich hatte natürlich auch zu viel. Ich kann gar nicht daran denken. Ich könnte mich klepfen. Du. Christoph, wenn ich dir helfen soll, dann musst du mir alles erzählen. Ich habe wirklich gemeint, der Katja sei schlecht. Wir müssen schauen. Ja? Und der, wie geht's? Ja. Ist der Gegner schlecht? Es geht schon. Möchtest du Tee? Nein. Sonst etwas? Und sag doch. Bleibst du ein bisschen da? Magst du nicht mehr runterkommen? Komm, sitz ein bisschen ab. Nein, nicht dort. Da zu mir. Das ist richtig angenehm, die Ruhe.
Du, Christoph, weißt du überhaupt, wie fest ich in dich verliebt bin? Katja, vergiss das. Das hat keinen Sinn. Ich kann doch nicht einfach meine Gefühle unterdrücken. Du bist mein Schüler, ich bin dein Lehrer. Das interessiert die Liebe nicht. Du bist doch sonst so vernünftig. Mal ganz ehrlich. Empfindest du nichts für mich? Ja, schon, aber... Genau das merke ich. Hey, was soll das? Ich bin halt mal nicht vernünftig. Katja! Was? Komm, mach keinen Blödsinn. Jetzt muss gar niemand reinkommen. Ich will jetzt mit dir allein sein. Dir ist gar nicht schlecht. Ich muss nicht ja allen sagen, du sollst mit mir ins Zimmer kommen. Kommt auf. Schau, da ist der Schlüssel. Kannst du ihn ja holen. Katja, du hast zu viel getrunken. Du auch. Komm, gib jetzt den Schlüssel. Da, nimm ihn doch. Ist jetzt das so schlimm, Christoph? Du bist vielleicht raffiniert. Du. Und weiter bist du nicht gegangen? Nein. Und wie lange bist du bei ihr geblieben? Vielleicht eine halbe Stunde. Hat niemand etwas gemerkt? Ich glaube nicht. Und dann? Bin in mein Zimmer, mich abgezogen, ins Bett, weggesackt wie ein Stein. Hast du das am UR erzählt? Das ist dir vorstellen. Du bist der Einzige, der es jetzt weiss. Und die Veronique? Und Schmusen. Hab ich nichts gesagt. Ich bin so ein Idiot. Das kann jedem passieren. Und das würde auch nicht so eine Rolle spielen, wenn Katja noch am Leben wäre. Ja, vielleicht. Und am nächsten Tag in der Skihütte habe ich probiert, das Ganze abzuklemmen. Ich habe erklärt, dass das eine einmalige Sache war. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe mich auch nicht mehr im Griff gehabt. Aber sie hat total stur reagiert. Mir ging wieder gesagt, dass sie mich liebe. Es sei ihr gleich, dass ich eine Freundin habe. Sie müsse jetzt zu dieser Liebe stehen und das ausleben. Ich merke, dass ich nicht weiterkomme. Die Diskussion abgeklemmt. Sind wir abgefahren, und wo sie da unten im Couloir angehalten hat. Und wieder hat er davon angefangen. Ich bin einfach davon gefahren. Aber wie dass meine Sporen dorthin gekommen sind, das ist mir völlig unbegreiflich. Ja, das ist eine Tatsache, die können wir im Moment nicht klären. Mich interessiert der Arik. Der könnte uns vielleicht weiterhelfen. Als erstes stelle ich jetzt einen Antrag, dass der befragt wird. Ja, du meinst, der war es? Unsere Aufgabe ist nicht, den Schuldigen zu finden. Was wir brauchen, sind Aussagen, die dich entlasten. Ich habe plötzlich Zweifel. Im entscheidenden Punkt hat mich der Christoph angelogen. Jetzt habe ich irgendwie kein Vertrauen mehr. Aber das war doch ein Ausrutscher. Und wenn sie gleich ein Verhältnis hatten. Und Katja hat nicht wollen, oder der Christoph. Dann haben sie Krach gehabt und dabei ist es passiert. Ein Unfall. Der Christoph von Anfang an hat gesagt, er müsste jetzt nicht an diesem Zeug rumkatschen. Dass sich das so gehen lassen. Er als Lehrer. Doch Gott vertelle, wissen, wo die Grenzen sind. Das macht mich so sauer. Aber ich bin überzeugt, der Christoph sagt die Wahrheit. Er hätte ja gar nicht sagen müssen, was genau in dem Zimmer von der Katja gelaufen ist. Und ihnen hat er auch nichts müssen sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir uns auf einen momentanen Stand konzentrieren und uns nicht in Vermutungen verlieren. Tatsache ist, der Untersuchungsrichter hat mein Gesuch auf Befragung vom Arik abgelehnt. Mit welcher Begründung? Keine. Könnt ihr das? Ja, eigentlich nicht. Aber es kommt gleich immer wieder vor. Der Untersuchungsrichter geht eben davon aus, dass es der Christoph ist. Ja, aber... Ja, der Untersuchungsrichter hat eine vorgefasste Meinung. Aber was läuft jetzt weiter? Ich mache sofort einen Rekurs an den Staatsanwalt. Der Arik ist der Einzige, der uns im Moment weiterhelfen kann. Wieso redet ihr denn nicht einfach mit ihm? Mit dem Arik? Ja. Da kommt die schöne Teufelsküche. Solange die Untersuchungen laufen, darf ich als Verteidiger keine Zeugen privat befragen. Das ist standesrechtlich strengstens verboten. Und wenn ich jetzt mit dem Arik reden würde? Oder ist das auch nicht erlaubt? Doch. Nur, es besteht das Risiko.
Wenn der Henrik an der Hauptverhandlung sollte befragt werden und er kommt aus, dass Sie schon vorher mit ihm geredet haben, das könnte einen komischen Eindruck machen. Aber in der momentanen Situation wäre das tatsächlich eine Möglichkeit. Wir haben ja sonst nichts in den Fingern. Gut, ich mache das. Und wenn Sie zuerst mit der Bea reden, die war ja diese Nacht auch dabei. Ja, kann ich auch, klar. Das Wichtigste ist einfach, Sie müssen der Bea von Anfang an klar machen, dass Sie sie nicht beeinflussen wollen. Mhm. Es geht einzig und allein darum, Informationen zu beschaffen, also keine Suggestivfragen. Ja, ich probiere es. Wenn Sie mit ihr geredet haben, rufen Sie mir an. Ich stelle in der Zwischenzeit noch den Antrag, dass Christoph seine Skischuhe genau untersucht werden. Vielleicht ergibt sich da etwas, Fingerabdrücke zum Beispiel. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Wir sind alle total geschockt. Von unserer Klasse glaubt niemand, dass der Christoph, also der Herr Tomasi, die Schuld ist. Das nützt ihm noch nicht viel. Wir brauchen Anhaltspunkte, die entlasten. Das kann irgendetwas sein. Das kleinste Detail ist wichtig. Oder wollt ihr lieber nicht darüber reden? Katja ist tot. Und der Polizei musste ich auch Auskunft geben. Die Katja oder Christoph. Wisst ihr da... Ist es nicht einfacher, wenn wir uns duzen? Doch. Ich heiße Veronique. Ich bin die Bea. Aber hat dir Katja erzählt, dass sie in Christoph verliebt ist? Auf mich musst du keine Rücksicht nehmen. Und wenn ich Christoph seine Freundin bin. Sie hat von nichts anderem geredet. Wann hat das angefangen? Nach der ersten Klavierstunde. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich meinen Traum gefunden. Von denen hat sie geübt wie vergiftet. Hat sie denn keinen Freund gehabt? Mal, der Alex. Sie sind lang zusammengegangen? Über ein Jahr. Aber es hat schon längere Zeit nicht mehr gehauen. Hat der Alex nichts gemerkt wegen Christoph? Am Anfang nicht. Erst kurz bevor wir ins Lager sind. Wieso denn? Dann, wo Katja den Christoph gefragt hat für ein Skilager. Dann hat er es auch angefangen zu checken. Dann hat er eine Aussprache noch total eklig da. Voll so auf Macho gemacht. Dann hat Katja den Schluss gemacht mit ihm. Wie hat der Alex darauf reagiert? Ein paar Tage war er obermühsam. Er hat Briefe geschrieben, die Katja ging abgepasst. Mit der Nacht telefoniert. Dann hat er sich plötzlich von Evelyn reinnehmen. Wie geht der Gang noch mit ihr? Und da kommt niemand recht raus. Sie behalten gegen ein Hohe, aber wenn man sie so zusammen sieht. Im Skilager, da war doch noch der Arik. Was ist denn der gelaufen? Das war halt so ein Flip. Am Samstagnachmittag hat Katja gesehen, dass der Christoph ins Dorf führen ist. Sie hat gesagt, ich soll doch auch mitkommen, vielleicht treffen wir ihn so per Zufall. Wir haben ihn gesehen, ins Rocky-Sport gehen und wir gehen voll hinten nachher. Der Christoph hat eine komplette Skiausrüstung gekauft und wir haben ein bisschen Zeug probiert. Die Katja hat unbedingt eine neue Skijacke, weil sie hat gefunden, ihr Alter sieht zu wenig gut aus. Der Henrik und der Mario hatten total den Plausch gehabt. Die Katja hat angefangen zu flirten und ich habe nachher auch mitgemacht. Und nach einer Zeit ist der Christoph gegangen. Der Mario hat uns ein Güppli offeriert und wir sind fast nicht mehr weggekommen. Und er? Wie ist es weitergegangen? Am Montag sind wir wieder ins Rocky-Sport. Katja hat endlich eine Jacke gekauft und der Henrik hat ihr nicht nur Prozent gegeben, er hat ihr noch ein passendes Stirnband dazu geschenkt. Sie haben sie eingeladen zum Essen und dann in die Disco. Und nach der Disco seid ihr zurück in die Schale? Wir sind noch zum Henrik, der hat eine kleine Wohnung ab der Boutique. Hey, ja, und dann, ich habe mich auch doch ein bisschen in Mario verknallt. Sind wir für uns in ein Zimmer. Und Katja oder Henrik? Die haben Musik gehört und ein bisschen geschmuset. Also der Henrik ist schwer auf Katja gestanden. Bist du sicher? Klar. Als uns der Henrik heimgetan hat, bin ich mit dem Mario hinten innen und habe alles gehört. Du bist mir immer noch eine Antwort schuldig. Was? Ja, tu nicht so. Du weißt doch ganz genau. Hör doch auf. Ja, ich muss es wissen. Ich kann sonst die Nacht nicht schlafen. Also gut, ich habe keinen. Sicher? Wenn ich doch sage. Hey Bea, habe ich einen Freund oder nicht? Hm? Ah, die sind jetzt beschäftigt.
Ja, das wäre ich auch, wenn ich mit dir da hinten noch wäre. Wieso hast du nicht wählen? Einfach. Ja, einfach. Ja, ich hatte keine Lust. Aber du weißt, ich bin total verknallt in dich. Seitdem ich dich kenne, habe ich keine andere Frau mehr angeschaut. Das glaubst du selber nicht. Was? Ist wahr, ich schwöre das. Ja, frag den Mario. Die lassen wir jetzt besser in Ruhe da hinten. Eins kann ich dir sagen. Mich wirst du nicht so schnell wieder los. Spätestens am Samstag. Was machen wir morgen? Hm? Willst du mir? Ich weiss noch nicht. Katja. Ja, vielleicht dürfen wir gar nicht mehr fort. Ja, dann komme ich und entführe dich. Das wäre mal etwas anderes. So, wir sind da. Dem sagst du heimbringen? Komm, fahr vor das Haus vor den Eingang. Spinnst, dann hören sie es. Komm, ich kann doch laufen. Komm, fahr. Ja, du musst wissen. Das war am Dienstagmorgen früh. Ja, es hat niemand etwas gemerkt. Haben sich Katja oder Arik noch einmal getroffen? Ich bin nicht sicher. Als wir sie ausgestiegen sehen, haben wir Krach bekommen. Wieso sind ihr plötzlich abgezischt? Von denen hat sie mir nichts mehr erzählt. Hättest du wirklich etwas sagen? Das hat sich halt so ergeben. Weißt du, wie mich das angeschissen hat? Plötzlich sitze ich mit dem Ohr. Du musst gar nicht ausrufen. In Disco bist du immer schwer angehangen. Und so wie ihr nächstes geschmuset habt, habe ich gedacht, wir überlegen das Wohnzimmer. Schmusen heisst noch lange nicht miteinander ins Bett gehen. Wieso gehst du so weit, wenn du es gar nicht willst? Ich checke das einfach Ich komme nicht. ja selber nicht raus, Bia. Das ist so kompliziert. Wieso? Ich habe gedacht, wenn ich mit dem Orig etwas anfange, ja, weisst, dann könnte ich so ein bisschen auf die lockere Tour, dann könnte ich den Christoph eifersüchtig machen. Ja, und wenn er uns dann so sieht... Leck, du spinnst, das ist doch ein Tomasi-Wurst. Das glaube ich eben nicht. Ah, darum fahre ich die Show mit dem Zug fahren. Genau. Ich finde das fies. Wenn es nur um das geht, hättest du Arik nicht so anmachen. Im Moment habe ich den Christoph total vergessen. Ja, es war lässig und ich habe mich recht gut gefühlt mit dem Arik. Aber als ich mit dem Typ allein im Zimmer war, war halt der Christoph wieder da. Und da hat der Arik einfach keine Chance. Hey, Bia, ich will den Christoph. Christoph, du schreissest mir langsam am Nerv. Jetzt vergiss doch den mal! Ist doch wahr. Ja, okay. Der ist die Leiste, hat eine Freundin und ist doppelt so alt wie du. Ich sage dir, das gibt nur Lampen. Da gibt es halt Lampen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Sag mal, hat der Arik etwas gewusst vom Christoph? Sicher. Von wem? Am Dienstagmittag habe ich den Mario Sato heute getroffen. Und er hat mich gefragt, was eigentlich mit der Katja los sei. Dann hat die ganze Story erzählt. Der Arik war doch am Mittwoch am Abend auch in der Sattö. Das weiss ich nicht. Ja, etwas um 3:30 aufgehört Chilo und bin zum Mario zu Rocky-Sport. Ist der Arik dann im Laden? Ah. Als ich unten ankam, ist er am Sesseli-Lift angestanden. Er hat mir gewunken und wollte wissen, ob Katja noch auf der Piste sei. Er müsse unbedingt sehen und mit ihr reden. Weisst du, ob sie sich getroffen haben? Und das müsstest du ihn schon selber fragen. Wenn Sie Probleme mit Ihren Skis haben, dann können Sie sie ruhig zurückbringen. Ne? Wir haben bis 7:30 offen. Wiedersehen und einen schönen Tag. So, da war ich wieder. Aber der hat also Katja vor der Sattö getroffen? Ja, sie ist zusammen mit dem Herrn Tomasi vor der Hütte gestanden. Und als sie mich gesehen hat, ist sie zu mir gekommen. Ich habe sie gefragt, warum sie am Vorabend nicht mit mir in den Ausgang kam. Wir haben nämlich abgemacht. Sie hat gesagt, das erkläre ich mir später. Sie hat jetzt keine Zeit. Ist das alles, was ihr mit ihr geredet habt? Sagt mir es bitte, es ist wichtig. Ja, ich besinne mich nicht mehr so genau. Probiert mich zu erinnern, bitte. Keine Ahnung mehr. Habt ihr denn schon gewusst, dass Katja in meinen Freund verliebt ist? Nein. Und ihr heute habt ihr nicht miteinander geredet? Nein. Wann seid ihr abgefahren? Ja, kurz nachdem wir beide gegangen sind. Katja, mein Freund. Ja. Unterwegs hast du ihn noch gesehen, aber ich bin da vorbeigefahren. Sie hatten irgendein Gestürm gehabt. Ein Gestürm? Ja, das haben wir so uns gesehen. Wo war das? Ja, kurz nach dem Boulevard. Aber dort geht es doch ziemlich steil runter, so viel ich weiss.
Oder ich kann sehen, dass die beiden uns gestört haben. Ist das eigentlich ein Verhör? Ich bin gar nicht bereit, ihm zu helfen, aber bitte nicht auf die Tour. Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Das Ganze hat mich genug fertig gemacht. Und mehr kann ich wohl nichts sagen. So, jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich habe Hundschaft. Es ist mal sicher. Der Arik lügt. Wieso? Mir hat er erzählt. Er hätte nicht gewusst, dass Katja in Christoph verliebt war. Aber Bea hat mir gesagt, er hätte genauestens Bescheid gewusst. Und wieso lügt er? Weil dort sein Motiv liegt. Ja, ich kann mir das genau vorstellen. Der Christoph ist runtergefahren bis zum Boulevard. Zusammen mit der Katja. Und nachher alleine weiter, wie er es erzählt hat. Der Arik fährt diesen beiden hinten nachher. Sieht, Katja ist allein und hat endlich Gelegenheit zu dieser Aussprache. Er konfrontiert sie mit der Wahrheit, macht ihr vielleicht Vorwürfe, sie spiele mit ihm, für einen Christoph eifersüchtig zu machen, und Katja flippt aus. Es gibt Krach und dabei geht sie über den Felsen aus. Ja, und der Arik hat nachher zur Nacht am Christoph seine Schuhe und Stöcke aus dem Skiraum gestohlen und ist auf dem Wanderweg zu Satthütte gelaufen. Ist das überhaupt möglich? Ja, habe es ausprobiert. Vom Dorf bis zur Satthütte hatte ich 3,5 Stunden. Und der Arik kennt sich ja bestens aus in diesem Skigebiet. Da ist es für ihn kein Problem, die Nacht von der Satthütte zur Unfallstelle zu fahren. Mhm. Da sehe ich einen Punkt, den ich einhaken kann. Wo genau? Die Tatsache, dass der Arik mit der Katja in Verbindung gestanden ist, zur fraglichen Zeit am Tatort war und offensichtlich lügt. Das könnte etwas hergeben. Nur mal schauen, dass die Voruntersuchungen schon abgeschlossen sind. Ich würde den Antrag stellen, dass der Arik an der Hauptverhandlung als Zeuge befragt wird. Und nachher? Ja, vielleicht verwickelt er sich in Widersprüche. Wann ist denn die Hauptverhandlung? Das steht noch nicht fest. 2-3 Monate. Was? Schlechte Nachricht. Was? Das Haftentlassungsgesuch ist abgelehnt worden. Ich glaube, wegen einer Kollusionsgefahr. Und neu auch noch eine Fluchtgefahr. Gott sei Dank geht es nicht mehr so lange bis zur Hauptverhandlung. Ich kann mir nicht etwas anhängen, was ich nicht gemacht habe, oder? Der Arik. Glaube ich einfach auch nicht dran. Die haben einander erst ein paar Tage kennt. Das war doch eine völlig oberflächliche Beziehung. Die schon, ja. Wie meinst du das? Vero, was ist los? Ballade pour Christoph. Bedeutet doch nichts. Auch nicht. Wieso hast du mir denn nichts erzählt? Komm jetzt, das ist doch Teenager-Romantik. Doch nicht dafür, dass jemand eine Komposition widmet. Was ist denn mit diesen intensiven Gesprächen, die ihr im Lager weiterführen wollten? Woher ist jetzt das? Ich habe die Versicherungspolice gesucht. Wenn deine Schublade dermassen nach Parfüm stinkt, dann will ich wissen, woher. Vero, jetzt mach keine Tragödie. Die Komposition und der Brief, das habe ich am Freitag vor der Abreise bekommen. Wenn das Zeug in die Schublade geht, das vergessen. Dann siehst du ja, wie unwichtig das war, oder? Und dass Katja unsere Gespräche über Musik auf eine derartige Art uminterpretiert, das ist doch typisch für ihre gestörte Wahrnehmung. Das sagst du jetzt. Aber woher soll ich wissen, dass das stimmt? Ich habe mir schon einmal nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich weiss einfach nicht mehr, was ich dir glauben kann. Ich bin richtig hin und her gerissen. Veronique, ich habe nichts mit der Katja gehabt. Ja, bis auf das eine Mal, das bereue ich schwer, das kannst du mir glauben. Ich probiere es. Du weißt was? Das ist sogar gut, ist dir der Brief in die Finger gekommen. Wieso? Ja, das ist doch der Beweis, wie sehr Katja in mich verliebt war. Aber wenn ich ein Verhältnis hatte mit ihr, wenn wir das der Untersuchungsrichter unterschieben will, dann würde doch der Brief ganz anders tönen, oder? Ciao, Veronique. Komm rein. Merci. Du, es tut mir leid, dass ich so spät noch komme. Ja, das macht nichts. Komm jetzt her. Willst du etwas zu trinken? Ja, nein, danke, ich will nicht lang machen.
Ich komme wegen Christoph. Du hast doch gesagt, jedes Detail sei wichtig. Ja. Eben. Der Alex ist doch dann frisch mit der Evelyn gegangen. Aber er war noch total in Katja verknallt. Woher weisst du das? Das hat mir die Evelyn gesagt. Ich komme jetzt gleich vorne. Aha. Die Katja hat doch mit dem Alex Schluss gemacht. Mhm. Und das war die Chance für die Evelyn. Sie hat ihn eingeladen und ist mit ihm ins Bett und von dann an sind sie zusammengegangen. Aber die Evelyn hat genau gemerkt, dass der Alex Katja nicht vergessen kann. Darum hat sie so gemischt, dass sie im Lager zur Nacht zusammen sein konnten. Am Mittwoch ist der Alex wieder in ihr Zimmer gekommen. Es ist nichts gelaufen, sie haben ein bisschen geschmuset und dann sind sie eingeschlafen. Aber etwa um 3 ist Evelyn erwacht. Und der Alex war nicht mehr bei ihr. Am nächsten Morgen hat man Katja tot gefunden. Und was schliessest du daraus? Ich weiß auch nicht. Es könnte ja sein, dass der Alex gewusst hat, dass Katja nicht heimgekommen ist. Weil er gerne noch in sie verliebt ist, hat er sicher genau beobachtet, was sie so macht. Vielleicht weiss er etwas, was wichtig sein könnte. Auf alle Fälle ist mir das mit der Katja total eingefahren. Er hat sich zurückgezogen und jedes Mal, wenn Evelyn wollte wissen, was los ist, ist er ganz komisch geworden, sagt sie. Und wollte nicht darüber reden. Und als ihr von der Evelyn zurück in euer Zimmer seid, ist noch nichts aufgefallen? Habt ihr nichts gehört? Nein. Um welche Zeit war das? Weiss doch nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ja, war es mitten in der Nacht oder eher gegen Morgen? Gegen Morgen. Es ist schon langsam hell geworden. Fräulein, könnte ich uns holen? Ja. Also, ja, Sie haben doch vorher gesagt, es sehe schlecht aus für Herrn Tomasi. Ja. Ja, meinen Sie, dass er verurteilt wird? Ich hoffe es nicht. Haben die denn keinen anderen Verdacht? Es spricht alles gegen Christoph. Und dass Katja in der Nacht vorher mit diesen Typen da vom Rockysport fortgegangen ist, wissen Sie das? Naja. Der Christoph hat mir erzählt, ihr seid mit der Katja befreundet gewesen. Die beste Freundschaft, die ich je hatte. Ich habe immer gehofft, Katja käme wieder zurück. Sie hat nämlich Schluss gemacht. Ich weiß einfach immer noch nicht. Es tut mir leid. Ich wollte nicht... Ich mache nichts. Wie siehst du meine Chance? Ich kann gar nichts sagen. Sag doch gerade, dass sie schlecht stehen. Es kommt ganz darauf an, wie die Geschworenen die Sache aufnehmen. Ich probiere auf jeden Fall beim Alex und beim Marik möglichst viel Widersprüche aufzudecken. Du kannst übrigens froh sein, dass sich die Veronique trotz ihren Zweifeln so engagiert hat. Ohne sie hätte man nahezu nichts in der Hand. Vor allem, weil der Untersuchungsrichter alle meine Anträge auf Zeugenbefragung abblockt hat. Wie willst du jetzt vorgehen? Ich muss aufzeigen, dass die Beziehung von Alex zur Katja viel intensiver und schwieriger war als die einseitige Schwärmerei von der Katja für dich. Und im Weiteren muss ich den Geschworenen plausibel machen, dass die Katja innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne in 3 verschiedene Beziehungen verstrickt war. Das Gericht muss einsehen, dass nicht nur du allein als Täter in Frage kommst. Ich will probieren, ein Bild von der Katja zu zeichnen, das klar macht, dass sie selber wesentlich dazu beigetragen hat, dass es überhaupt zu dieser Tat gekommen ist. Wie meinst du das? Ja, Katja ist sehr direkt und provokativ gewesen. Und wir können genug Beispiele anführen, dass du mit diesen Provokationen hast umgehen und dich entsprechend abgrenzt hast. Warum solltest jetzt gerade du ausgerechnet bei einer Auseinandersetzung die Nerven verlieren und tätlich werden? Das darf doch nicht wahr sein. Haben Sie Frau Jäcki, wir können reden dafür. Der Richter ist doch einfach nicht fair. Der Evelyn stellen, sie hat auch die Uhr verkehrt in die Hand genommen. Aus diesem Grund meint es sei 3. Das kann der doch nicht. Eben kann es. Wenn Evelyn fragt, ob es möglich sei, dass wir im Dunkeln Zeigerstellung 3 und 5:45 miteinander verwechseln können, dann bleibt der Evelyn natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, das ist doch das Perfide. Den Zusammenhang stellen dann die Geschworenen schon selber her. Das ist genau das Gleiche, wie wenn der Henrik gefragt hat, ob er in seinem Geschäft nicht die Möglichkeit hat, viele attraktive Frauen kennenzulernen.
Da schließt doch jeder Geschworene sofort daraus, dass der Arik gar nicht auf eine intime Beziehung mit der Katja angewiesen war. Es geht einfach alles schief. Alles, wenn wir das Gefühl hatten, wir können uns daran haben, wird uns ins Gegenteil verkehrt. Ich glaube, unter diesen Umständen ist es besser, wenn ich den Brief und die Ballade gar nicht erwähne. Die würden uns sicher umdrehen. Für das Gericht ist jetzt schon klar, dass nur der Christoph als Täter in Frage kommt. Jacki? Ja, da ist der Alex Bucher. Sie müssen entschuldigen, dass ich... Also ich bin heute an der Verhandlung und... Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass es mir Champa leid tut und... Ja? Und Sie müssen einfach daran glauben. Also der Herr Tomasi, er soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ich meine, das ist wichtig. Vielleicht... Herr Bucher, was ist los? Nicht. Was ist mit Ihnen? Ich wollte Ihnen das einfach noch sagen. Aha. Ja, das ist lieb, merci. Nein, das ist selbstverständlich. Also, alles Gute für morgen. Gute Nacht. Herr Bucher? Ich kann es einfach nicht glauben. 10 Jahre. So etwas ist doch unhaltbar. Grundsätzlich ist immer die Motivlage entscheidend. Hier hat man jetzt so beurteilt, dass es aus einer emotional hochgradig geladenen Situation zu einer Explosion gekommen ist. Und das ist eben Totschlag. Wobei man ausschließlich aufgrund von Indizien, Spuren, also Skistock und so, und Verdächtigungen zu dem Urteil gekommen ist. Aber das ist doch ein Justizirrtum. Gibt es keine Möglichkeit, das Urteil aufzuheben? Das Wiederaufnahmeverfahren kann nur stattfinden, wenn wesentliche neue Erkenntnisse zum Fall vorliegen. Und zum Beispiel begnadigen oder so. Ein Begnadigungsgesuch ist nur möglich, wenn der Christoph ein Geständnis ablegt. Das ist ja wahnsinnig. Ein richtiger Teufelskreis. So, wir wären da. Merci vielmals. Geht's? Ja. Wiederschauen, Herr Witt. Merci vielmals für alles. Jacki? Ja, guten Abend, Frau Jacki. Das ist der Anik Boss. Ja? Ihr wisst, wer ich bin. Ja, ja. Excuse, dass ich noch so spät, aber ich hatte eine brandheiße News. Und da habe ich gedacht, wir sollen gerade telefonieren. Ich war da hinten in der Kellerbar und da haben wir ein paar miteinander über den Prozess diskutiert. Ich natürlich wissen, wie das gegangen ist. Ja, und ich hatte alles im Detail erzählt. Das beschäftigt halt die Leute im Dorf. Was sind jetzt eure Neuigkeiten? Aber der Itik Rudi hat am Donnerstagmorgen, das ist so kurz nach 6 Uhr, einen Skifahrer gesehen, die Piste am Brich gekommen. Und der Rudi hat sich gefragt, von woher der komme, und hat ihn nachher gesehen in die Schale gehen. Ja? Ja, ja. Wer ist denn der Rudi? Der arbeitet am Skilift. Und die haben dann am Morgen irgendwas am Betriebssystem kontrollieren. Ich habe mit ihm sonst keinen Kontakt, aber er war hinten in der Bar. Hat er denn noch mehr erzählt über den Skifahrer? Ja, er hatte einen Rucksack angehabt und einen weißen Skidress. Ein weißer Skidress? Ja, und ich hatte mit dem Rudi geredet und er ist bereit, das jederzeit zu beziehen. Ich will mir nicht zu viele Hoffnungen machen. Aber wenn da etwas dran ist, dann haben wir vielleicht wirklich noch eine Chance. Ja, genau, das habe ich einfach gedacht. Ich rufe morgen gerade unserem Anwalt an. Seid ihr im Geschäft erreichbar? Ja. Gut. Und merci vielmals, dass ihr euch gemeldet habt. Ja, das ist doch selbstverständlich. Und es tut mir leid, dass ich... Was? Nichts. Nein, merci vielmals. Auf Wiederhören, Herr Boss. Ja, gute Nacht, Frau Jacki. Der Alex ist im Spital. Was? Er hat einen Selbstmordversuch gemacht. Nein. Im Moment ist er nicht vernehmungsfähig. Aber wir können davon ausgehen, dass es der Alex war. Er ist der Einzige, der einen weißen Skianzug hat. Dazu hat er ein einleuchtendes Motiv. Eifersucht. Und dann haben wir ja noch die Aussage von der Evelyn. Jetzt müssen Sie ihr glauben. Es war eben doch 3 und nicht 6:15. Glücklicherweise ist sie nie von ihrer Aussage abgewichen. In diesem Fall bin ich doch nicht so weit weg mit meiner Theorie.
Nur war es nicht der Arik, sondern der Alex. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Katja bei dieser Auseinandersetzung dort runtergefallen ist. Der Alex hat den Kopf verloren. Anstatt Hilfe zu holen, hat er Panik bekommen und ist geflüchtet. Dass er dann die Spuren geleitet hat, ist nicht a priori gegen Christoph gewesen, sondern um seine eigene Haut zu retten. Der Christoph war ja der Einzige, der sich für so eine Inszenierung angeboten hat. Darum hat der Alex so angerufen, was auf das Urteil zugegangen ist. Wahrscheinlich hat er gegen gehofft, der Christoph werde freigesprochen. Und wir werden nie herausfinden, was passiert ist. Wie geht es jetzt weiter? Hier liegen eindeutig neue Tatsachen vor, die im urteilenden Gericht nicht bekannt sind. Das heisst, man kann das Gesuch ans Obergericht stellen um Wiederaufnahme des Verfahrens. Dann wird der Christoph jetzt freigelassen? Nein. Wir haben da ein rechtskräftiges Urteil. Und das muss zuerst aufgehoben werden. Oder dann muss das Obergericht eine Entlassung verfügen. Das ist möglich, aufgrund des Wiederaufnahmegesuchs. Und wenn der Alex sein Geständnis ablehnt? Dann sind die Chancen gross, dass der Christoph entlassen wird. Und wie lange geht das jetzt noch? Schwer zu sagen, das kommt ganz darauf an, wie sie mit dem Alex vorankommen. Wolfram? Mhm. Bevor wir gleich drüber sprechen, die drängendste Frage für mich. Hast du denn den Bezug zu Dreckige Wäsch, zu Geisterbahn gibt's ihn, glaube ich, nicht weiter, herausgefunden? Ist dir was aufgefallen, was du auch aus dem alten Hörspiel schon kennst? Jetzt glaube ich. Gab's nicht bei Dreckige Wäsche auch einen Pianisten mit dem italienischen Namen? War das der gleiche, der Tomasi? Genau, der Obermieter, der Klavier spielt, damals aber noch ungebunden ist und auch von dem Lehrerberuf wird da eigentlich nichts gesagt. Aber er hieß auch Herr Tomasi und das Klavier war auch da. Hey, darf ich das kurz sagen? Das ist wirklich cool bei diesem Autorenduo, dass es wirklich immer Geschichten sind, die für sich stehen, aber doch die Figuren so immer eine Figur weiterwandert. Bei Dreckige Wäsche und Geisterbahn gab es ja auch die Protagonistin in beiden Fällen. Das finde ich cool. Wie war es jetzt, bis du mich zum zweiten Mal gefragt hast, nicht klar, wen oder was du meinst. Super. Genau, Dreckige Wäsche war von 85 und jetzt ist dieses Hörspiel 6 Jahre später entstanden. Herr Tomasi ist also glaubwürdig weitergewandelt zu Vero und auch an diese Schule. Auflösung? Ist eigentlich egal in dem Fall so ein bisschen, oder? Wie ging's dir? Die war für mich wirklich das Nebensächlichste. Warum? Sag mal. Wird jetzt überraschend. Weil das den Fokus so sehr auf die Beschreibung des Gerichtsfalles legt und die nächsten juristischen Schritte. Dass das eher für mich so ein Schicksalsbericht war, als eine Kriminalgeschichte. Ich meine das jetzt wertungsfrei, Schicksalsbericht. Muss ich aber auch sagen, dass ich ebenfalls von diesem Autorenduo noch ein Hörspiel kenne, der Fall G, wo das noch stärker in den Mittelpunkt rückt. Das ist bringen wir irgendwann auch mal, aber da geht es um einen Postraubsack und behandelt vor allen Dingen auch die Zeit der Verhaftung, der Verhöre und der Verhandlung. Und gar nicht so sehr im Fokus dieses Whodunit. Es scheint doch Also, wieder so. Aber wen meinst du mit dem Schicksal von Herrn Tomasi? Katja? Oder von Herrn Tomasi, Ja. Okay. Von dem wir dann gar nicht mehr so viel mitverfolgen können. Aber es dreht sich ja vor allen Dingen, eben von Katja erfahren wir gar nicht so viel, außer aus den Beschreibungen. Aber das, was jetzt abspielt, wir haben ja wieder keine in erster Linie Polizei, die ermittelt. Das war ja auch bei Dreckige Wäsche oder Geisterbahn so. Ist sie dann eine starke Frau eigentlich, die ganzen Ermittlungen und Infos vorantreibt? Und sie kommt ja nur auch klar aus seinem Umfeld. Und damit ist es für mich eigentlich so, wie geht es mit Herrn Tomasi weiter? Und ich meine, das ist wirklich frei von der Schuldfrage oder nicht frei. Das ist für mich da erstmal hingestellt. Es ist tatsächlich auch spannend, jetzt wo wir drüber reden, dass es ja eigentlich auch keinen klaren Protagonisten gibt in dem Hörspiel, oder? Ist das nicht für sie? Doch, aber ich finde, am Anfang ist man schon noch lang bei Tomasi trotzdem. Ja, und sie steht ja irgendwie auch in seinen Diensten oder stellt sich in seinen Diensten. Dann irgendwann, genau. Ja, stimmt. Das ist schon noch spannend, wie das so immer weitergeht. Ja, hat ja auch sonst mit der Inszenierung durchaus. Ich finde, sie traut ja den Menschen schon was zu, oder? Den Hörerinnen und Hörern. Wolfram, ich
hatte gedacht, dass einer von uns beiden das sagen wird. Und dann habe ich aber auch gedacht, wir sind ja nun alle viel Hörer. Und ehrlich gesagt, kommt, das ist doch mal, als wenn man überraschenderweise einen geilen Senf auf der Wurst hatte, der schärfer ist, als man das sonst. Man freut sich doch eher drüber. So ging es mir. Natürlich ist dieses schnelle 10 Folge an 10 Folge ohne klare Trenner oder Pausen, die das noch signalisieren. Man muss sich ja jedes Mal relativ schnell verorten, aber das fängt der Text doch gut auf, oder? Es wird gut rekapituliert, es wird relativ schnell klar, in welcher Situation wir wieder sind, auch wenn es am Anfang nicht mit dem Holzhammer gesagt wird. Das stimmt total. Das ist ein schönes Bild mit dem Senf, genau. Und was drunter bleibt, ist ja trotzdem noch eine Bratwurst. Also man hatte das Milieu schnell verstanden. Man hat schnell verstanden, was da für Leute sind. Wir sind ja nicht im Jahr 1723 oder 3054 unterwegs. Ja, es ist wirklich sehr schnörkellos inszeniert. Wir haben ja auch wieder keine Musik. Das war bei Dreckige Wäsche und bei Geisterbahn ja auch so. Und die Menschen sind ja bei allen, es ist ja nicht unemotional. Also Vero kann ja auch mal weinen oder schimpfen. Aber es ist trotzdem, die Menschen sind recht spröde. Findest du nicht auch? Das stimmt total. Es hat aber auch so eine gewisse, auch viel Alltag hat wirklich Platz. Das macht's irgendwie vielleicht spröde, aber ganz klein wenig Poesie hat's irgendwie auch. Ich finde es trotzdem schön, dass man noch beschreibt, man geht duschen oder mal was man zum Kaffee nimmt. Es werden so viele kleine alltägliche Sätze gebracht. Also ich finde, es wirkt dann doch in dem abstrakt ist es nicht. So sehr aus dem Alltag, aus dem Leben gegriffen. Ja, gut verankert mit kleinen Sätzen. Es fängt ja schon sehr unmittelbar an eigentlich, ne, für einen Krimi. Also dass sie sagt, steht was, oder sie sich ja nur über eine Zeitungsnotiz unterhalten und dann kommt sofort die Verhaftung. Theoretisch hätte man das auch mit einer viel längeren Exposition machen können, aber so merkt man, es braucht's gar nicht. Stimmt. Wenn wir noch mal ganz kurz in den Fall reingehen. Ich bin ja schon diese Schlüsselszene für mich, wenn Herr Tomasi beschreibt, wie er mit Katja im Zimmer allein ist und wie es ja doch zu einer Form von Annäherung zwischen Schutzbefohlener, auch wenn sie 18 ist, und Lehrkraft kommt, das ist schon spannend, ne? Weil es so, wo ist seine Schuld? Fängt sie eigentlich da an oder doch nicht? Total, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, diese halbe Stunde bleibt ja bis zum Schluss auch ein bisschen eine Leerstelle. Man hat ja einfach nur seine Version. Dann noch den Brief. Ich finde, was das Hörspiel auch noch durchaus gut macht, dass es so an vielen kleinen Stellen zeigt, wie er sich quasi auch immer weiter nachgibt, immer weiter mitmacht bei dem Spiel. Also sei es schon die Überredung, dass überhaupt mitkommt zum Skilager, wo er eigentlich gar nicht hätte dabei sein müssen. Oder im Zug, ne, wenn sie so sagen, ich stehe ja nur auf ältere Männer und er dann auch noch so sagt, da habe ich ja Glück gehabt. Genau, er steigt auch da noch drauf ein, aber man könnte noch denken, ja, also auch schon nicht korrekt, aber ist ja alles nur Gerede, nur Geplänkel, dass es Alkohol gibt beim Fondue-Abend und so weiter. Das, das finde ich dann doch sehr unaufgeregt, aber sehr genau beobachtet. Die ganz kleinen Schritte ins Fehlverhalten, sagen wir es mal so. Ja, oder wo zieht man diese Grenze? Wer zieht sie auch von wem aus? Ich fand das auch bei den Mädels, als die Freundin von der Katja beschreibt, ja, die Katja ist mit dem Henrique da im Wohnzimmer geblieben, aber die haben ja nur geschmust. Da lief ja nichts. Und das fällt so 1 oder 2 Mal, so eine Einschätzung, ja, wo die Grenze gezogen wird. Verwerflich wird's erst ab diesem Punkt. Und knutschen und mit jemandem mitgehen oder sowas, das ist weder eine Beziehung, noch ist das ernst zu nehmen. Und das ist ja auch eine Setzung, wo ich sagen würde, da guckt man heute mit so 30 Jahren Abstand auch nochmal anders drauf. Auf jeden Fall, ja. Gut, aber ich habe mich gefreut und ich freue mich, dass wir auch von den beiden eben dieses schon mal angekündigte, der Fall G, auch noch im Archiv haben. Gibt es da auch wieder eine Querverbindung? Ich glaube in dem Falle tatsächlich nicht, weil es eine True-Crime-Geschichte ist. Aha. Und das ja alles wirklich rein fiktive Figuren, Biografien und Fälle. Aber True Crime klingt auch gut spannend. Ich lasse mich überraschen. Das plaudere ich jetzt so ohne Prüfung aus. Wahrscheinlich gibt es nachher doch eine. Wir würden euch jetzt gerne noch was ganz Aktuelles zeigen. Aus einer Sternstunde Philosophie zum Skiland Schweiz. Aber geht es gar nicht unbedingt um Marco Odermatt und die ganz, ganz Großen.
wobei auch Bernard Rossi, die Skilegende, auftritt als Gesprächspartner. Das ist einfach, wie das hier zur Kultur gehört, in allem vom Skilager bis zum Zuschauen beim Lauberhornrennen. Schönes Gesprächsformat, sehr aktuell. Würde mich jetzt gerne einfach noch anbieten zum Reinhören. Genau, alles fährt Ski oder Schnee von gestern. Das ist der Titel. Also viel Vergnügen und bis zum nächsten Mod. Macht's gut. An diesem Wochenende blicken wieder Hunderttausende nach Wengen, wo sich am Lauberhorn die besten Skifahrerinnen und Fahrer der Welt den Hang hinunterstürzen. Während dort um Hundertstelsekunden gekämpft wird, wollen wir heute einen Schritt zurücktreten und fragen, was uns an diesem Sport eigentlich so packt. Bei mir zu Gast sind ein Olympiasieger, der 40 Jahre lang Abfahrtsstrecken entwarf, und eine Schriftstellerin, die eine Liebeserklärung ans Skifahren geschrieben hat. Herzlich willkommen, Bernhard Rossi und Antje Ravik-Strobel. Schön, sind Sie hier. Danke. Ja, Herr Rossi, wann sind Sie eigentlich das erste Mal auf den Skiern gestanden und hat Sie dann diese Faszination gleich gepackt? Ich weiß es nicht ganz genau, aber man hat mir erzählt, dass knapp nachdem ich laufen konnte, auch die Ski bereits im Spiel waren. Mhm. Also bei uns sagt man, wenn ein Kind laufen kann, kann es dann auch sehr schnell mit den Ski laufen. Da spricht man dann von Skilaufen, nicht vom Fahren. Und wer hat Sie auf die Ski gestellt? Wissen Sie das noch? Nein, ich nehme schwer an, das war mein Vater. Ja. Weil meine Mutter hatte Angst, schon damals. Ski zu fahren, tatsächlich. Ja. Und das sind Sie dann immer mit dem Vater gefahren? Also eine Vatersportart? Nein, zu Beginn, also er stellt dich natürlich auf die Ski und hilft dir, aber es ist kein Coach oder kein Skilehrer, das gibt es nicht. Also bei uns, wo ich aufgewachsen bin, lernt man das Skifahren nicht. Man lernt es wie Radfahren. Man probiert halt einfach und dann irgendeinmal geht's und es geht schneller und dann sind die Kollegen, die Freunde, die Gleichaltrigen oder die älter sind, die geben dann den Takt an. Mhm. Und dann Learning by Doing. Bei Ihnen war es tatsächlich aber auch, glaube ich, auch der Vater, der da eine Rolle gespielt hat beim Skifahren oder Skilaufen. Sie sind Schriftstellerin, vielfach preisgekrönt. Sie haben auch den Deutschen Buchpreis bekommen. Sie haben 2 Bücher über das Skifahren und Skilaufen geschrieben, muss man sagen. Sie sind eine absolut Skibesessene, vielleicht könnte man das so formulieren. Und Sie schreiben in diesen Büchern sogar von einer außerweltlichen Euphorie, die Sie erfasst beim Skifahren. Klingt dramatisch. Gut. Na, das Schöne am Skifahren ist zunächst ja der Winter. Also das ist jetzt irgendwie sehr offensichtlich, aber dahinter verbirgt sich natürlich die Tatsache, dass das Skifahren, glaube ich, die einzige Sportart ist, die abhängig ist von bestimmten landschaftlichen und meteorologischen Gegebenheiten. Und da kommt so eine Unwägbarkeit ins Spiel. Also Kräfte wirken, die wir nicht beeinflussen können, die wir vielleicht versuchen können zu verstehen. Aber wir können es nicht letztendlich beeinflussen. Wir sind irgendwie abhängig von dieser festen Form des Niederschlags. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt für diese besondere Euphorie. Also die entsteht, wenn man jetzt diesen perfekten Skitag hat. Also der Schnee glitzert, der Grip unter dem Ski ist toll, ich passe gut in meinen Körper, die Kälte ist genau richtig. Und diese Unwägbarkeit macht es zu so etwas Außergewöhnlichem, Besonderen. Außerweltlich ist natürlich ein großes Wort. Aber es hat auch was mit so einer Ehrfurcht vor der Natur zu tun, die da irgendwie mit eine Rolle spielt. Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal genau dieses Gefühl hatten? Diese Ehrfurcht? Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, aber ich kann vielleicht erzählen, als ich mit 11 Jahren zum ersten Mal auf Abfahrtski stand oder warum ich überhaupt mich auf Abfahrtski gestellt habe, weil das in der DDR ja nicht unbedingt vorgesehen war. Also man muss ich bin in der DDR aufgewachsen. Genau, in Potsdam. Und da ist jetzt nicht so viel Hügel, Berge, Sie sagen so. Nee, es war nicht wirklich vorgesehen, dass ich jetzt Skiläuferin oder Skifahrerin werde. Ich hatte aber einen Vater, oder ich habe immer noch einen Vater, der war Sportlehrer und ist immer noch ein begeisterter Wintersportler. Und wir fuhren also einmal im Jahr in den Skiurlaub. Meine Mutter ist in Sachsen aufgewachsen, auch da gab es Berge, sie fuhr auch Ski oder lief Ski. Und als Kind fuhren wir also immer in den Skiurlaub, meistens nach Thüringen oder ins Erzgebirge. Und ich lernte zuerst das Langlaufen auf Holzski damals noch, also auch sehr, sehr einfach. Und da es ja nun in der DDR keine Alpen gab und die Alpen uns versperrt waren, sind wir einen Winter nach Bulgarien ins Vitoscher Gebirge geflogen. Und naja, und jetzt komme ich also darauf zurück. Ich sah diesen Rausch oder diesen Effekt, den das Abfahren auf mich hatte, sah ich zum ersten Mal eben im bulgarischen Vitoscher Gebirge. Da war dieser
Skifahrer oben am Hang in roten Hosen mit freiem Oberkörper. Es war eine südliche Sonne, der wedelte diesen Hang runter und es war für mich so ein Inbegriff von Freiheit und grenzüberschreitendem Rausch und Glückszustand und ja, das wollte ich dann einfach auch machen. Und dann hat sie selber erfasst und sie selber eigentlich in diese Euphorie immer wieder stürzen wollen. Sie trainieren ja auch mit Rollski zum Beispiel und wollten Skilehrerin werden. Sie, Herr Russi, Sie haben eigentlich alle großen Preise, die man in diesem Sport gewinnen kann, gewonnen. Sie haben 1917, waren Sie Abfahrtweltmeister. Wir sehen hier auch Bilder dieses Triumphs. Dann 1972 Olympiasieger, 76 Olympiazweiter, 71 und 72 Gesamtweltcup-Sieger. Ich habe mich gefragt, jetzt dieses Glück, von dem wir gerade gehört haben, spürt man das dort immer noch, wenn man eigentlich Erfolgen auch nachjagt oder stellt sich das ein? Das ist eine Gewissensfrage. Und wenn ich jetzt ihr zugehört habe, finde ich das fantastisch, dass jemand, der eigentlich gar nicht in diesem Umfeld aufgewachsen ist, uns erklären kann, was es eigentlich wirklich ist. Ich habe noch nie so viel von Liebe im Zusammenhang mit Ski und Schnee und Berg gehört, wie jetzt in den letzten 5 Minuten. Also, ich habe jetzt aber auch das Qualvolle ausgespart daran. Das hat es natürlich auch. Okay, darauf kommen wir dann auch noch. Etwas hat gefehlt, das ist die Musik. Der Schnee, der Schnee singt. Ja. Und je kälter der Schnee ist, desto brutaler singt er. Es quietscht dann. Oder? Das ist das Gefühl, wenn man mit den Schuhen durch den Schnee läuft. Ja. Und da bekomme ich Hühnerhaut. Ja, er riecht auch übrigens. Ja. Ich glaube, der Schnee hat einen Geschmack. Und das ist dann natürlich in dem sind wir aufgewachsen. Und das ist das, was uns was es so spannend macht. Plus, es kommt natürlich ein Faktor dazu, wenn man im Skigebiet aufgewachsen ist, in einem Ort wie Andermatt, wo alle Skifahren und sich alle messen. Ja. Das ist dann der Wettkampf. Der ist immer dabei. Der ist natürlich immer dabei. Und der ist aber Teil der Freude am Skifahren für Sie? Oder des Glücks? Ja, ich glaube, also sehr wahrscheinlich ist das im Unterbewusstsein, diese Freude. Aber wenn man als 14-, 15-Jähriger Skifahren geht, dann kommt der Wettkampf dazu. Entweder ist es ein Sprung über einen Felsen oder ist es eine Mutprobe, von wo bis wo kann man gerade runterfahren. Das war immer so. Also der Wettkampf ist dann schon sehr, 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 sehr wichtig. Und die Freude, wenn es dann gelingt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zurückgetreten bin als aktiver Skirennfahrer, stand ich dann irgendeines Tages oben am Gäbstock bei uns mit den Ski an den Füßen und habe mich gefragt, was soll das? Was soll ich eigentlich? Wie soll ich jetzt da runterfahren? Weil ich musste ja nichts mehr trainieren, ich musste nicht mehr üben. Also soll ich jetzt gerade runter? Oder soll ich Kurven machen? Da bekomme ich müde Beine. Warum soll ich müde Beine bekommen? Eine Identitätskrise auf den Ski? Ja, Identitätskrise. Und dann habe ich automatisch das Freeriden gesehen. Oder richtig, wirklich erlebt. Das ist dann die nächste Stufe. Die nächste Stufe. Ja. Etwas, das man in der Schweiz natürlich auch gerne tut. In der Schweiz ist Skifahren sowas wie der Nationalsport. Man versteht ihn zumindest so. 35% treiben ihn regelmäßig. Und Sie schreiben ja, das ist eigentlich eine Ursportart. Und ich habe mich total gewundert bei der Vorbereitung dieser Sendung, wie alt Skifahren eigentlich ist. Und deshalb haben wir hier auch einen kleinen Zusammenschnitt der Geschichte des Skis vorbereitet. Ski gehören zu den ältesten Fortbewegungsmitteln der Geschichte. Höhlenmalereien deuten darauf hin, dass sich schon vor Tausenden von Jahren Menschen längliche Bretter unter die Füße geschnallt hatten, um trotz Schnee bei der Jagd voranzukommen. Später nutzte man Ski wie heute das Auto zum Warentransport oder um in die Kirche zu kommen. Rund um das Jahr 1850 wurde Skifahren zum Sport und damit zu einer Freizeitaktivität. Die Schweiz war bereits damals die erste Adresse für Reisen in die Berge, aber nur im Sommer.
1860 öffnete der Hotelier Johannes Badrut sein vornehmes Kulm in St. Moritz als erstes großes Schweizer Hotel auch im Winter. Andere Hotels folgten, aber vielen war die Anschaffung einer Zentralheizung zu riskant. Sie befürchteten ein Verlustgeschäft. Populär wurde Skifahren in der Schweiz auch durch einen Engländer. Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes, lernte 1894 in der Schweiz Skifahren und überquerte mit Hilfe von Einheimischen einen Pass zwischen Davos und Arosa. Mit seinen Berichten entzündete er bei seinen Landsleuten die Begeisterung fürs Skifahren, die dann in Scharen nach Davos kamen und dafür sorgten, dass sich die Leidenschaft Einzelner zu einer touristischen Freizeitaktivität entwickelte. Frauen waren beim Skifahren schon früh integriert und weitgehend gleichberechtigt. Damit war das Skifahren vielen anderen Sportarten, gerade Teamsportarten, weit voraus. Auch das Korsett wurde als erstes im Skisport abgeschafft. 1934 ging in Davos der erste Bügelschlepplift der Welt in Betrieb. Kurz zuvor fand in Mühren im Berner Oberland die erste alpine Skiweltmeisterschaft statt. Die Politik machte das Skifahren zu einem nationalen Projekt. Der Bund subventionierte schon früh die Eröffnung von Skischulen, Berghotels und Skiliften. Meilensteine waren die beiden Weltkriege. Um die fehlenden Gäste zu ersetzen, aber auch um militärisch gerüstet zu sein, führte man in den 1940er Jahren Skilager, Sportferien und ein Abonnement für die Wintersaison ein. Die Propagandaaktionen zeigten Wirkung. Ab den 1950er Jahren war die Ski-Euphorie nicht mehr zu bremsen. Skifahren wurde zum Objekt des Massenkonsums und stieg auch dank immer mehr Liften und Seilbahnen in diversen Tälern zum wichtigsten Wirtschaftszweig auf. In den 80er Jahren entwickelte sich das Skifahren weiter mit der Einführung des Snowboards. Ab den 90er Jahren sorgten Carving-Ski dafür, dass auch Unerfahrene schnell erste Schwünge machen konnten. Ja, faszinierend, diese Geschichte, eben in der Schweiz als Nationalsport verstanden, obwohl Ski als Begriff ja aus dem Norwegischen stammt und Skifahren in Norwegen im Grunde genommen zur nationalen Identität gehört. Absolut. Bevor ich auf Norwegen zu sprechen komme, will ich aber noch eine andere Sache erzählen, weil wir hier in der Sternstunde sitzen. Dass das Skifahren eine Ursportart ist oder der Sport aller Sportarten, zeigt sich auch an der Milchstraße. Ah ja? Ja. Also wenn Sie mal die Milchstraße sich angucken, das ist eine Skispur. Und es gibt einen sibirischen Gott, der heißt Tungpox. Und dieser sibirische Gott ging am Himmel auf Elchjagd auf Ski. Und daher kommt also die Milchstraße. Ach so. Der Elch war schneller, sprang auf die Erde, Tungpox springt hinterher, dabei zerbricht der Ski. Und das sieht man auch am Himmel, weil nämlich die Milchstraße in einer Spur dann zu Ende geht. Also das irgendwie noch so als kleine Nebengeschichte. Und ja, also in Norwegen, Norwegen hat eigentlich die Ski überhaupt in Mitteleuropa populär gemacht. Also die Geschichte geht ja ganz weit zurück. Ski gab es schon immer überall da, wo es auch Schnee gab. Aber die Norweger waren, glaube ich, diejenigen, die das am leidenschaftlichsten betrieben haben und für die das auch am wichtigsten war, einfach haben wir ja gerade gesehen, von A nach B zu kommen. Und das merkt man heute. Also das ist heute immer noch eine sehr wichtige Angelegenheit. Das sieht man daran, dass die U-Bahn in Oslo zum Beispiel zu bestimmten Loipen fährt in der Stadt und auch außerhalb der Stadt. Oder auch, dass in Norwegen Ostern etwas anderes bedeutet als für uns wahrscheinlich. Da feiert man nämlich den Frühlingsskilauf. Also das gesamte Land bricht geschlossen in die Berge zum Skifahren auf. Und das geht wiederum auf ein berühmtes Ehepaar zurück, Eva und Fridtjof Nansen, die Ende des 19. Jahrhunderts die Hardanger Widder überquerten und damit eigentlich so Vorläufer der Touring-Ski-Geher geworden sind. Und das machen eben die Menschen heute immer noch. Und dann gibt es sogar zwei Worte, nämlich die Osterbräune, die also die Bräune bezeichnet. Wenn man Skilaufen geht. Skilaufen war zu Ostern, und das Osterblei für den etwas schweren, schon etwas nassen Schnee. Ja. Dass man das dann so bezeichnet. Aber genau. Ja, bitte. Ja, und weil Sie nach der Nationalidentität fragten, also es ist tatsächlich so, glaube ich, dass das Skifahren eine wichtige Rolle spielte bei der Unabhängigkeitserklärung von Norwegen. Norwegen war ja erst 1905 vollständig unabhängig, vorher von Schweden besetzt. Und das Skifahren gab den Leuten sozusagen genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, so, wir sind jetzt eine eigenständige Nation und wir sind die Nation der Skiläuferinnen und Skiläufer. Spannend, dass diese Erzählung dann eigentlich ganz relevant wird für diese Identitätsstiftung. Genau. Der erste Mann aber auf Skiern in den Alpen, das war ein Pfarrer, Josef Imseng in Saas-Fee, oder? Wir haben ja auch noch seine Statue dabei.
Genau, ja. Also ein Schweizer. Ein Schweizer, offensichtlich. Und er war aber so peinlich berührt von dem, was er da tat. Also so geht das Gerücht, dass er das eher so in der Dämmerung gemacht hat, damit man ihn nicht sieht. Weil das Skifahren galt am Anfang so ein bisschen so eine ulkige Geschichte da. Das war jetzt nicht so bekannt und man hat die Leute verlacht, die sich da auf diesen 2 Hölzern irgendwie mühsam voranbewegten. Kann man sich heute kaum vorstellen, wo Skifahren so bewundert wird und im TV übertragen und so weiter. Und etwas haben wir ja gesehen, die Frauen. Also dass der Skisport da für die Geschlechtergerechtigkeit total interessant oder wichtig war auch. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn heute, wenn man das anschaut? Verglichen zum Beispiel mit dem Fußball. Was können Sie dazu sagen? Also ich persönlich, das ist für mich jetzt es ist selbstverständlich, dass Frauen Skirennen, ich sage jetzt Skirennen fahren, also wenn man Skisport sagt, ist es entweder der Tourismus, also alle, die in den Schnee gehen, das gab es für mich immer schon, aber wenn ich jetzt, sagen wir, explizit die Skirennfahrerinnen anschaue, dann sind die technisch absolut auf dem Level der Besten, egal wer es ist, der Welt. Was die technisch aufführen, also vor allem im Slalom, ich war jetzt gerade in Flachau und habe das dort mitbekommen, das ist Kunst, das ist wahre Kunst. Man muss sie nicht miteinander direkt vergleichen in Kitzbühel auf der Hahnenkammabfahrt oder in Wengen am Lauberhorn. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kann es anpassen für alle. Mhm. Und so gesehen, klar, im Film hat es dann schon einen riesen Unterschied gegeben in der Bekleidung. Also das war schon eher fast etwas mühsam für die Frauen. Genau, Rücken aber die Hose kam dann ja bald. Ja, die Hose, also die erste Frau auf Hosen war eben auch eine Skiläuferin. Das war 1890 ungefähr in Oslo. Wo es dann praktischer wurde. Wo es praktischer wurde. Das Korsett wurde zuerst eben von Frauen auf Ski abgeschafft, weil die eben keine Luft kriegten. Also insofern kann man schon den Skisport als Vorreiter in Sachen Emanzipation betrachten. Aber heute hat man das Korsett fast schon wieder, weil du hast den Rückenpanzer. Mhm. Das haben aber auch vielleicht für beide. Ja, genau. Vielleicht für beide. Aber das sind vielleicht für beide, ja, genau. Aber vielleicht noch eine interessante Ergänzung. Also ursprünglich haben wir ja auch irgendwie, diese Bilder waren ja großartig mit diesem Einstock-Skifahren. Ursprünglich waren natürlich standen die Ski beiden Männern und Frauen gleichermaßen offen. Also das war gar keine Frage. Und das finde ich schon außergewöhnlich, weil oft bei Sport oder auch bei Sachen wie dem Fahrrad, da ist das nicht so eindeutig. Also da durften die Männer immer eher und die Frauen mussten immer kämpfen und so. Bei Ski war das ein bisschen anders. Und deswegen finde ich es dann sehr verwunderlich, zum Beispiel beim Skispringen, dass das Olympische Komitee bis 2014 gebraucht hat, bis es mal Frauen auch das Skispringen erlaubt hat. Obwohl es schon einen Skispringstar, Ingrid Westbyen in Oslo 1860 gab, die da schon von sich reden machte beim Springen. Also im Grunde genommen ohne Geschichtsbewusstsein dann, das Olympische Komitee. Genau. Ja, könnte man sagen. Also muss man ja wahrscheinlich so sagen, oder? Hierzulande ist Skifahren, würde ich jetzt mal sagen, oder war es vielleicht inzwischen eine absolute Familienerinnerung. Die Großeltern gingen Skifahren, die Eltern, dann die Kinder und immer wieder im selben Dorf zum Beispiel, auch über Jahrzehnte. Und Sie, Herr Russi, turnten der Nation auch vor, wie Sie sich denn fürs Skifahren vorzubereiten haben. Jetzt schauen wir ganz kurz, wie das ausgeschaut hat. Schön in Hockey bleiben und durchstecken und wieder aufgehen. Und hopp. 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 Ja, schöne Erinnerungen für einige. Wahrscheinlich jedenfalls gab es zuvor auch im Studio Reaktionen darauf. Ist das eine gemeinsame Erinnerung, die vielleicht auch diesen Mythos der Skination Schweiz nährt? Ich frage mich auch, warum ist die Schweiz ein Skiland? Oder? Also ich glaube, die Antwort ist sehr wahrscheinlich auch in der Anzahl Einwohner in den Bergregionen zu finden. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind das 2,1 Millionen, also irgendwie ein Viertel der ganzen Schweiz ist in der Bergregion. Also Skifahren hat ja nicht nur mit dem Element zu tun, sondern auch mit der Natur, auch mit den Bergen. Also wenn du in den Bergen aufwächst, dann kommt automatisch die Frage, was mache ich dann im Winter? Da stolpert man sozusagen über die Piste. Ja, genau. Ich will ja dann auch hinauf in die Berge. Das ist sicher eines. Und weil halt andere Länder diese Voraussetzungen nicht so oft haben, also wie ihr zum Beispiel, dann war das mindestens in der Vergangenheit eher eine
eine willkommene Sportart, bei dem wir uns etwas absetzen konnten. Nicht gegen Österreich, nicht gegen Frankreich, nicht gegen Italien, aber mindestens waren wir so ein bisschen auf dem gleichen Level. Wir waren auch nicht besser als die Norweger im Langlauf. Aber es hat eine unheimlich lange Zeit gebraucht, bis die Nordländer, die Skandinavier, die ja eigentlich voraus waren im Skilauf, nicht im Skifahren, bis die dann auch in den alpinen Disziplinen gekommen sind. Immer ab und zu hat es so Rosinen gegeben, wie Stein Eriksen oder weiß Gott was. Aber es war lange, bis wirklich auch die Norweger im alpinen Bereich Weltspitze waren. Aber das, was Sie sagen, ist ja schon interessant, weil diese Erfahrung machen wahrscheinlich viele Schweizer, Schweizerinnen. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin vielleicht mit 3 oder so auf den Skien gestanden. Dann geht man so im Stemmbogen irgendwie den Hang runter. Und dann sieht man aber gleichzeitig im TV diese großen Sportler, Sportlerinnen, die mit irgendwie 160 km/h den Hang runtergehen bei einer Abfahrt. Am Lauberhorn zum Beispiel. Und der Skiweltcup, der hat jetzt zum Beispiel in der Schweiz letztes Jahr beim Lauberhorn über 1 Million ZuschauerInnen gehabt. Also eine unfassbare Faszination. Tagsüber richtig. Am Abend. Ja, genau. Also unglaublich, diese Zahlen. Ein sehr beliebter Sport. Was macht ihn denn eigentlich so toll, auch zum Zuschauen, muss man vielleicht sagen? Zum Ausführen haben wir es ja schon gehört. Also in der Schweiz ist es sicher die Tatsache, dass wir da gleich gut oder vielleicht besser sind als die anderen. Also wir Schweizer haben ja nicht ein unheimliches Selbstvertrauen, oder? Glaube ich. Aber wenn wir uns da im Skisport etablieren können und sagen, wir haben es euch gezeigt. Und ich glaube, das ist die Faszination, warum das ganze Land mitschaut. Das ganze Land schaut mit. Also die Zahl, die ich genannt habe, war natürlich auch nur schweizbezogen. Weltweit sind es ca. 5 Millionen. Ja. Sind wir natürlich gegenüber anderen Sportarten noch weit im Hintertreffen. Wir gehören ja überhaupt noch nicht zu den ganz großen Sportarten weltweit gesehen, das ist klar. Aber eben auf die Schweiz bezogen ist es das ist das eine. Und das andere ist der Nachahmeffekt. Ich glaube, es ist schon eine gewisse Spannung da, wenn man vom Lauberhornrennen spricht oder vom Hahnenkammrennen da ist. Wie soll ich das ausdrücken? Es ist halt auch ein bisschen die Situation da, man spürt ein gewisses Risiko ist dabei. Und man spürt, was der Mensch eigentlich auch immer wieder sucht. Der Mensch sucht schon immer wieder diese Grenzbereiche. Ob jetzt das im Wasserlauf ist, weil man nicht weiß, bricht man irgend in der Hälfte zusammen und es geht nicht mehr. Bei den Wasserlauf kannst du zum Beispiel in Schweden ein 90 Kilometer langer Lauf, der mit klassischem Langlauf betätigt wird. Das kannst du ja nicht üben. Du gehst kaum 90 Kilometer trainieren. Ja. Du musst das in Bruchstücken. Aber zum Schluss weißt du nicht. Also du weißt auch nicht, was geschieht, wenn du mit 140 in einen Eckschuss hineinfährst und dann mit 150 unten raus. Da kann immer irgendetwas geschehen. Und ich glaube, der Mensch, es gibt ja auch andere Sportarten, Formel 1 oder überall dort, wo das ein gewisses Risiko vorhanden ist. Ich weiß auch nicht, warum wir dem zuschauen. Ich mag es dann nicht sehen, wenn es einen Unfall gibt. Das hasse ich. Wir gehen auf alle Fälle auf die Risiken ein. Aber einen Aspekt möchte ich schon noch mal reinnehmen, dass Sie auch zuvor gesagt haben. Ich bin gar nicht mehr sicher. Sie haben, glaube ich, Ehrfurcht genannt. Und das spielt doch schon eine Rolle. Man sieht da diese Bergkulissen, gleichzeitig so ein Hochleistungssport, also irgendwie Postkarten-Idylle und gleichzeitig diese Tempi und dann auch, wenn eine Wolke da ist, verändert das den ganzen Lauf für die eine Person? Also auch dass sie ausgesetzt sein, oder spielt das keine Rolle? Ja, ich glaube, absolut. Also diese Faszination kommt, glaube ich, daher, dass da gibt es diesen Todesmut und das Risiko spielt eine Rolle und es ist natürlich, es ist die alte Vorstellung vom Fliegen. Also wir sehen da Menschen, die quasi fast fliegen können und zwar aus eigener Kraft und das ist auch der Unterschied zu sowas wie Formel 1. Also sie sind immer noch, also gut, sie haben Stöcke und Ski unter den Füßen, aber es ist trotzdem der Körper, der das macht. Und dieser Körper ist so wahnsinnig schnell. Und das ist irgendwie, glaube ich, hat zu tun mit diesem alten Traum abzuheben aus eigener Kraft. Und gleichzeitig sind das natürlich, das sind Helden und Heldinnen für uns. Also die opfern sich, also ich sage es jetzt mal so ein bisschen pathetisch, die opfern sich für unseren Adrenalinkick auf der Couch, der dann natürlich in der Menge vor Ort noch mal vervierfacht wird. Aber wir haben dann eigentlich so dieses Gefühl,
da passiert was eben Außerweltliches, was Außergewöhnliches, was uns aus dem normalen, Gewöhnlichen einfach herauskatapultiert. Und wir müssen uns selber nicht aussetzen, das machen ja die für uns. Aber wir können das sozusagen hautnah miterleben. Und ich glaube, deswegen hat es auch so eine Kraft. Also ich meine, wenn Lindsay Vonn da mit ihrer robusten, kräftigen Körperhaltung den Hang runterkachelt, da kriege ich dann Gänsehaut. Also das ist schon das ist eigentlich etwas, was fast unvorstellbar ist, dass man am eigenen Leib diese Geschwindigkeit erfahren kann. Also das heißt, Sie wollten gerade was sagen? Ja, ich wollte nur den Ausdruck fliegen, ich wollte den noch kurz aufnehmen. Es ist effektiv so und ich glaube, das geschieht bei Odermatt oder von Almen und Kriechmeier, die heute an der Spitze sind, wir sprechen von der Abfahrt, immer noch. Du wirst schneller auf einer Piste und wenn du schneller wirst, dann beginnt es unruhig zu werden. Sagen wir bei Tempo 100 beginnt es sehr unruhig zu werden. Die Ski beginnen zu flattern. Und jetzt weißt du aus den Erlebnissen, wenn du dich jetzt noch ein bisschen kleiner machst, aerodynamisch besser wirst, dann wird es schneller. Und dann kommt irgendeinmal ein Moment, wo es wieder ruhig wird. Wenn das Tempo so hoch ist, dass du nur ab und zu den Boden berührst, dann beginnst du zu fliegen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ein Superläufer, wie die Namen, die ich jetzt genannt habe, dass die dann im Haneckschuss in Wengen halt einfach noch kleiner werden bei 140 und dann auf einmal das Tempo auf 150 geht. Weil man weiß, dass es dann ruhig wird. Und dann wird es... Faszinierend. Ja, und dann beginnt man zu fliegen. Ja. Also, das haben Sie selber entsprechend erlebt? Ja, sicher, ja. Ich habe es probiert. Ich bin nicht so oft geflogen, aber ab und zu schon, selbstverständlich. Und dann kommt etwas, was sicher extrem wichtig ist. Das ist die Natur, das ist der Berg. Ja. Und der Berg ist halt einfach da, dass man von oben, vom Gipfel hinunter ins Tal, auf irgendeine Art und Weise, durch freies Gelände, durch Wälder, neben Felsen vorbei und so weiter, mit Wolken am Himmel oder ohne Wolken, das verändert die ganze Sache immer wieder, konstant. Ja. Die fahren ja nie alle zur gleichen Zeit. Und insofern auch nie die gleiche Strecke sozusagen? Theoretisch gar nicht. Also es ist in der Theorie, die Kurssetzung ist gleich, aber nicht die gleichen Verhältnisse. Keiner hat die gleichen Verhältnisse wie der andere. Und das macht es dann so schwierig. Jetzt haben Sie aber auch über diese Tempi gesprochen und die werden natürlich auch durch die Materialien, durch das ganze Setup, das man dabei hat oder trägt, verändert. Wir haben zuvor gesehen, die Geschichte des Skis, da hat sich natürlich auch die Ausrüstung unheimlich verändert. Zuvor irgendwie mit Riemen um normale Schuhe hat man die Bindung gehabt. Heute ist das wirklich ein Hightech-Sport. Man geht mit lauter, sage ich mal, unnatürlichem Kram, rutscht man da die Piste runter, ist man da in der Natur, Gore-Tex, irgendwie Carbon und so weiter. Das ist ja schon interessant. Es ist ein Naturerlebnis, aber mit lauter unnatürlichem, wie ich gesagt habe, Kram, so ein bisschen flapsig. Unnatürlich weiß ich jetzt nicht so genau. Polyester ist jetzt nicht besonders natürlich. Okay, ja, wenn Sie die Klamotten ansprechen, sowieso. Aber da gibt es ja inzwischen auch eine sehr bewusste Entwicklung weg von diesen ganzen umweltschädlichen Stoffen hin zu Ökostoffen, hin zu recycelbaren Materialien und so. Also die Bekleidungsindustrie oder gerade die Outdoor-Branche versucht jetzt schon anders zu reagieren und auch auf den Klimawandel einzugehen. Aber diese ganze Perfektionierung, das gehört, glaube ich, zur Geschichte der Skifahrt zwingend dazu. Also man kann richtig verfolgen, eben wie sich sozusagen die Qualität der Ski, der Bindung auch immer mehr standardisiert haben. Auch die Körperbewegung, die Technik des Körpers wurde immer standardisierter. Also wenn man sich sozusagen das nordische Skilaufen anguckt, dann hat jeder gemacht, wie es gerade ging. Also so wie Sie jetzt auch Ihr Skilauf Training beschrieben haben als Kind. Jeder machte halt, wie es so ging. Und dann gab es ja so plötzlich die Erkenntnis, man müsste jetzt doch mal, vor allem in Österreich, die Skilehrer einführen. Und dann wurde natürlich diese Technik auch immer standardisierter, immer perfektionierter. Und damit geht ein bestimmtes Vokabular wieder einher, was mich als Schriftstellerin besonders interessiert. Und heute sind wir an einem Ort, wo man sagen muss und wo sogar der Riesenslalom-Trainer von Marco Odermatt sagt, Helmut Krug, 50% des Erfolgs sei das Setup, also eben diese Ski-Einstellung, das Wachsen, die Skischuhe, ein hochkomplexes Zusammenspiel von verschiedenen Personen insofern auch, verschiedenen Materialien.
wo man natürlich auch versucht, die Sicherheit zu optimieren, gleichzeitig das Tempo zu optimieren. Da besteht eine große Abhängigkeit. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das ganz genau gemeint habt. Diese 50% sind ein bisschen... Finden Sie zu hoch gerechnet? Nein, es stimmt natürlich schon, dass das alles, also wenn man jetzt mit total unabgestimmten Materialien auf die Piste geht, hat man keine Chance. Die Frage ist nur, also sind ja alle fast auf dem gleichen Level zum Schluss. Und am Schluss sind es dann vielleicht noch 2-3%, die entscheiden über das Setup, was ich über das Setup noch machen kann. Das ist meine Auslegung, aber ich weiß schon, was er meint damit. Ich verstehe es. Ich habe etwas gehört, das muss ich schnell rausnehmen, Sicherheit. Ja? Ist ein Thema, das wir halt immer wieder anpacken, das immer wieder kommt. Es gibt eine Sicherheitsbindung. Die Sicherheitsbindung ist da, damit die sich öffnet, wenn etwas Schräges, etwas Falsches geschieht. Nur, weil die eine Funktion hat, die sich öffnen kann diese Sicherheitsbindung eben kann sich auch öffnen, wenn ich eigentlich noch gar nicht in Gefahr bin. Indem dass sie halt einen komischen Schlag erwischt und so weiter und so weiter. Und dann gibt es einen ganz bösen Sturz. Dann hat mich die Sicherheit eigentlich in die Unsicherheit gebracht. Aber ich komme gerne darauf zurück, aber ich möchte wirklich ganz kurz das noch besser verstehen, weil die Frage, die sich natürlich auch stellt und für totale Laien wie ich, die irgendwie das vielleicht im TV schauen, da sprechen wir über Hundertstel Sekunden. Und dann heißt es aber, das ganze Setup ist unfassbar wichtig. Irgendwie frage ich mich dann, was macht eigentlich das Können aus, wenn Hundertstel Sekunden entscheiden? Ist eine Hundertstel Sekunde ein Zeichen dafür, wie gut jemand wirklich ist? Wir haben zuvor auch noch vom Wetter und Klimabedingungen gesprochen. Erklären Sie mir das. Ja, klar. Es ist dann eine Mischung von allem. Wir akzeptieren, dass das Wetter eine Rolle spielt. Wir akzeptieren, dass die Startnummer eine Rolle spielt. Wir akzeptieren, dass halt das Setup, komm nochmals schnell zurück zum Setup. Wenn ein Spitzenläufer das falsche Setup trifft oder den falschen Entscheid fällt, sagen wir jetzt einmal in einer Abfahrt wie Wengen, dann kann sich das, man muss ja immer über die Zeit sprechen, dann kann sich das auswirken auf 1 bis 2 Sekunden. Oder? Das ist ja auf 2,5 Minuten, sagt man, ist das nicht viel. Genau. Und trotzdem, es sind dann, wenn es 2 Sekunden sind es dann, lass mich schnell rechnen, 52 Meter. Also ich meine, es ist dann schon klar, oder? Und zu der anderen Frage, wer ist dann der Beste? Es sind dann halt schließlich immer wieder die gleichen, die Besten. Also setzt sich am Ende des Tages halt der Mensch, der Athlet, der Bessere durch. Da würden Sie sagen, eigentlich die Hundertstel Sekunden, ja, klingt nach wenig, aber wenn sich dann halt immer wieder dieselben durchsetzen, dann steckt da offenbar mehr dahinter. Sie haben jetzt von der Sicherheit oder sind schon in die Sicherheit reingestiegen. Ich möchte das noch anschauen. Weil natürlich Teil der Faszination, das haben Sie zuvor auch gesagt, die opfern sich sozusagen für unseren Adrenalinkick. Und ein Teil der Faszination ist natürlich die Gefahr. Es ist ein unheimlich risikoreicher Sport. Todesfälle, aber grobe Stürze gehören zu dieser Sportart auch dazu. So gesehen unter anderem beim Norweger Alexander Aamodt Kilde, der in Wengen 2024 gestürzt ist. Wir schauen kurz einen Ausschnitt dazu an. Aus dem Film Downhill Skiers. 3 races in a row in Wengen, which is pretty tough. It's the longest downhill in the world. I got on the podium the first 2 races. And I was on antibiotics. But I talked to my coaches and it was go time. We were ready to go. I had a good plan. It went okay. I felt like something was a little bit off. I missed the timing some turns and not really 100% on. My mind was always a little bit behind. And that's a bad sign. And then it goes from slow-mo to fast-forward. Huge crash there from Kilde. Oh my word, that's a heavy hit. A real heavy hit. You could almost see it.
And then I just remember of pain. I just collapsed. And it went so quick. Never had such a pain in my shoulder or in my body, ever. And then I looked up because they were doing something with my leg. And I was just like, okay, this is where I died. But I was just like, okay. So the blood was just like... And then in the chopper, and then in that chopper I got something that I don't remember anything. And then I woke up from the hospital, and the first face I saw was Michaela. Killed it, innit? Killing it. So that was a beautiful moment, actually. Hey, Hello. how are you doing? Feeling okay? I needed help. I needed full support from the hospital and people around me. Crazy moment, but also a moment to learn from, for sure. We're athletes, but we're still human. We kind of think about ourselves as superheroes, and people think that we're unbreakable, but we're not. We're as everybody else. We're just a little bit crazy, loco. Er nimmt da einige Dinge auf, die wir zuvor oder die Sie auch gesagt haben. Es sind fast unerträgliche Bilder, sowas anzusehen. Kilde hat aber seinen Comeback gegeben letztes Jahr. Dieses Wochenende nimmt er aber nicht am Rennen im Berner Oberland teil. Er spricht von Todesangst, er spricht von den Grenzen des eigenen Körpers, er spricht davon, dass Spitzensportler eben keine Superhelden seien. Können Sie sich darin wiederfinden, Herr Russi, was jetzt Kilde gesagt hat? 100%. Ich meine, durch diese Phase und durch diese Momente geht sehr wahrscheinlich jeder, früher oder später. Und in so einem Moment wird allen wieder bewusst, wie verletzlich eigentlich wir sind. Und wie klar es ist, dass früher oder später schlägt es wieder zu, das Schicksal, was auch immer. Man muss dazu sagen, dieser Sturz, erstens kam er zustande, das wissen wir, das weiß auch er, weil im Vorfeld nicht das Richtige entschieden wurde. Also du kannst nicht Lauberhornrennen wenn du krank bist, fahren. Genau, er hatte Antibiotika eingenommen, er hat, glaube ich, 2 Läufe schon sonst gemacht und dann haben sie entschieden, es sei trotzdem in Ordnung. Es ist deutlich zu sehen in der Wiederholung, dass er hat die letzten 50 Meter, also diese 20, 30 Meter in der Rechtskurve, hat er einfach die Kraft nicht mehr gehabt. Ausgerechnet er, der eigentlich das Kraftbündel ist, hat die Kraft nicht mehr gehabt, diese Kurve fertig zu fahren. Ich sage jetzt etwas Verrücktes, er kann 10-mal das Gleiche machen. Er kann 10-mal dort in das Netz hineinfliegen, das ja eigentlich da ist, ein Schutznetz. Und das ist perfekt montiert gewesen mit der richtigen Stärke. Wenn du Pech hast, dass der Ski, der ja messerscharf ist, am falschen Ort anhängt und dich damit verletzt, obwohl ich nicht ganz genau weiß, ob es wirklich nur der Ski war oder auch sonst was, dann hast du Pech gehabt. Es kann 10-mal kann er das machen, es passiert vielleicht einmal so etwas. Also die Wahrscheinlichkeit, dass nach solchen Stürzen nichts Gravierendes ist da. Es kann immer eine Verletzung dabei sein, Kreuzbänder und so weiter, aber nicht so eine komplizierte wie er jetzt. Aber es wird immer, wenn man Skirennen auch schaut, wieder von übermenschlichen Leistungen gesprochen. Also es ist schon unfassbar, was da gemacht wird. Sie haben zuvor auch gesagt, diese Tempi im eigenen Leib erfahren, aber das muss man ja dann auch erst mal aushalten. Also es hat schon was Unvorstellbares. Naja, das Paradoxe daran ist ja auch, dass eigentlich, je öfter jemand stürzt und wieder aufsteht, umso stärker wird diese Aura der Unverwundbarkeit oder der quasi Unsterblichkeit, wenn man es noch ein bisschen überhöhter sagen will. Also das hat natürlich auch was mit diesem Heldischen zu tun, was wir den Skifahrerinnen und Skifahrern dann zuschreiben. Also jetzt von außen mal betrachtet, nicht von der Innensicht. Ich glaube, es braucht eine gewisse Portion Fatalismus zur ganzen Geschichte. Also, ich meine, du stehst am Start und du weißt, es kommt darauf an, in welcher Position man am Start steht. Also bei mir war es so. In dem Moment, wo ich in der ersten Gruppe war, also die Top 15, war ich unverletzlich. Habe ich gesagt, okay, es ist zwar großer Respekt vor dieser Piste und so weiter und vor der Disziplin und so, und es ist gefährlich, aber wenn du einmal zu den Besten gehörst, dann passiert dir nichts mehr. Außer eben die Bindung, die ich vorher erwähnt habe. Und trotzdem weißt du, dass in der Statistik und in der Theorie
wenn du, sagen wir, 3 Jahre nicht mehr gestürzt bist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt. Und du gehst trotzdem raus. Das ist Fatalismus. Also eine gewisse Portion Bereitschaft zum Schlimmsten musst du haben, sonst geht das nicht. Aber ist es nur eine Bereitschaft oder fühlt man sich dann besonders wohl darin? Weil das, was Sie jetzt sagen, wenn Sie sagen Fatalist, dann denke ich mir, naja, ich hätte Angst und Sie sind in der Komfortzone, oder wie? Nein, wohl fühlt man sich. Aber es kommt der Moment, wo du reingehst in Starttor und in der Vorbereitung gewusst hast, okay, da ist der Hubschrauber ist noch schon geflogen, das Rennen wurde unterbrochen, es hat da unten geklappt, hat was gegeben. Und jetzt kommt der Moment zwischen reingehen und weiterfahren. Und kaum ist der erste Stockstoß getan, ist das alles weg. Dann beginnt eine ganz andere Welt. Dann ist es weg. Und zum ersten Stockstoß hin musst du schon die Bereitschaft haben, da gehe ich halt rein. Ich habe A gesagt und jetzt muss ich auch B sagen. Ich muss damit leben. Was ich ja so bewundernswert finde, ist, wenn man nach diesen Stürzen tatsächlich wieder fahren kann. Also ich bin wirklich Freizeitabfahrerin und bin einmal gestürzt und es wäre fast ins Auge gegangen. Also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern der Skistock wäre fast ins Auge gegangen. Ich hatte aber Glück. Trotzdem war irgendwie ein sehr unangenehmer Sturz und ich bin dann am nächsten Tag wieder auf die Piste und stand oben und dachte, ich hätte keine Angst. Also ich habe keine Angst bewusst wahrgenommen. Aber Sie sind tatsächlich am nächsten Tag gleich wieder gegangen? Ja, ich bin gleich wieder gegangen, weil ich ja aus der aus der Verhaltenstherapie wissen wir müssen mit der Angst arbeiten und so weiter, müssen am besten gleich weitermachen. Aber ich konnte es gar nicht tun. Also ich dachte, ich hätte keine Angst, stand da und mein Körper hat total gestreikt. Also ich konnte meinem Körper nicht befehlen, jetzt wieder loszufahren. Und als ich dann irgendwann mich selber quasi überzeugt hatte, bin ich gefahren, als hätte ich noch nie auf Ski gestanden. Also wie eine Anfängerin. Also die Angst hat den Körper komplett blockiert. Bei Ihnen war das ja ein bisschen anders. Sie hatten nicht so viele Stürze, aber mindestens einer ziemlich gravierend, als Sie für James Bond einen Stunt gemacht haben. Das war, glaube ich, 69, also noch bevor Sie eigentlich diese großen Erfolge hatten im Skisport. Haben Sie dort einen Stunt gemacht. Das war am Schildhorn, sage ich das richtig? Nein, es war bei uns in Andermatt. Dann habe ich es falsch. Das waren Filmaufnahmen, die nachgedreht wurden. Ja. Und Sie haben das gemacht, dann sind Sie gestürzt, glaube ich, auf die Straße runter und haben gemerkt, da ist etwas nicht gut. Und Sie haben sich am eigenen Schopf sozusagen dann schließlich aus dem Schlamassel gezogen. Das ist nicht nur im übertragenen Sinn. Können Sie mal erzählen, was da geschehen ist und wie Sie dann Also erstens war das dann nicht etwas Wahnsinniges. Es war kein Salto oder ein Sprung über 50 Meter, sondern eine seitliche Lage im Frühjahr. Und der Schnee ist halt eingebrochen. Und ich bin dann runtergerutscht, zuerst gerutscht und dann über eine Schneemauer, 4 Meter, ziemlich, gerade auf den Kopf, auf die Straße. Und ich war dann sehr wahrscheinlich irgendwie einige Sekunden weg und habe dann sofort einen enormen Druck gespürt hinten im Nacken. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss mich irgendwie retten von dem, habe den Helm, das war so eine Ledermütze, abgezogen und habe den Leuten gesagt, lass mich in Ruhe, ich will das selbst, und habe versucht, meine Haare zu ziehen. Ich hatte schön lange Haare, wie sich's damals gehört hatte, habe ich mich gezogen und habe den Druck weggenommen und habe gewusst, genau das ist das Rezept. Und bin dann so aufgestanden, ins Auto gestiegen und zum Arzt gefahren. Also der 7. Halswirbel war irgendwie gebrochen, ja. Also ich hatte unheimlich Glück. Eben, aber Sie sind auch aufgestanden, haben weitergemacht. Das ist wahrscheinlich wirklich Teil der DNA, die man so als Abfahrer haben muss. Ja, 100%. Die einen sagen, ja, jetzt habe ich ja Glück gehabt, oder? Und ich muss jetzt die Lehren daraus ziehen, warum bin ich gestürzt? Das musst du dann analysieren, das ist klar, das gehört dazu. Aber weißt du, die Menschen ist ein komisches Geschöpf. Ich meine, man kann ja andere Beispiele nehmen. Die Beispiele zum Beispiel der Bergsteiger. Auf den Annapurna gehen die Extrembergsteiger. 14,1% stirbt. Ich meine, du weißt, 14,1% ist die Statistik. Ist aber Statistik, genau. Ist Statistik und sie gehen trotzdem. Also der Mensch muss schon etwas Komisches sein. Der Mensch mag was Komisches sein. Das gilt natürlich bei den Abfahrten nicht. Also beim Skifahren ist das nicht da. Nein. Aber das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja, wie macht man das ganze Setting, damit es
gefährlich oder weniger gefährlich ist. Wir haben zuvor schon ein bisschen davon gesprochen. Kildes Geschichte zeigt die Perspektive des Einzelnen. Und dann haben wir beim Rennsport aber halt ein System von Verbänden, Materialfirmen, Streckenbauern. Man könnte auch sagen, die Medien, die da noch dazu kommen. Man hat Interesse an diesem Tempo, an diesem Adrenalin, das auch so zu erfahren. Und das wurde spezifisch noch diskutiert, also natürlich immer wieder, aber beim Rennen in Bormio im Dezember 2024. Wir schauen uns noch mal ganz kurz einen Ausschnitt an aus diesem Film Downhill Skiers, der derzeit auch in den Kinos läuft. Ziemlich Kritik kommen von ein paar Athleten im Ziel heute. Ich habe keine Lösung mehr, was wir machen sollen. Sollen wir keine Rennen mehr machen? Wir wissen, dass das Material extrem ans Limit gepusht ist. Es ist alles am Limit. Vielleicht sind wir über die Grenzen gegangen, teilweise. Und dann sind solche Stürze dann die Folgen. Man darf denen Betreuern an allen keine Schuld geben. Die sind ja dafür da, dass schneller werden die Athleten. Aber ich bin so ein bisschen von außen, schaue ich das Ganze an und merke ganz einfach, dass jetzt der Zenit überschritten ist, dass Kreuzbänder während dem Fahren reißen, wenn sie leichte Probleme haben und so. Und dann muss schon lange die Alarmglocke schrillen. Aber das heißt, die letzte Verantwortung liegt beim Athleten? Klar, das ist eine Eigenverantwortung. Ja, wenn die Jury entscheidet, das Rennen zu fahren, weil sie glaubt, das ist gut genug, dann ist bei jedem Athleten selber die Entscheidung, ob er starten will oder nicht. Jeder denkt, hey, es läuft so, wie es jetzt ist, läuft super. Da hast du so viele Stakeholder, die keine Veränderung wollen, sondern eher Fortschritt, immer schneller. Die haben das im Blick. Das ist absolut verständlich. Aber dann passieren Unfälle. Und dann schreien alle. Und alle sind empört. Und man muss was machen. Aber wirklich machen tut man nichts, weil das Rad zurückdrehen will dann niemand. Und das ist ein Spannungsfeld. Das wird sich eben so schnell nicht ändern. Is this the equipment? Oh, the setup. You know, everybody talks about the setup. Aggressive setup. The snow is not aggressive, okay? Snow is bigger crystal, smaller crystal, ice. The setup is aggressive, yes. The complete package, not the ski. The boot, the shin pads, the binding. We went over the limit now, eh? Okay, there is no more margin. Here, we need to review the situation, but it's not easy. The top federation were not really supporting, okay? Very simple. And they all know that. Ja, das Material sei am Limit, haben wir gehört. Man ist da in einer Entwicklung drin, man will das Rad nicht mehr zurückdrehen. Das wird hier gesagt. Wie schauen Sie jetzt auf diese Diskussion oder ja, was ist Ihre Haltung als ehemaliger Rennfahrer da? Also wir können natürlich ins Detail gehen, da können wir über jedes Detail stundenlang diskutieren. Das machen wir hier nicht. Will ich nicht und es bringt uns auch nicht weiter. Ich glaube, es gibt einen wichtigen Satz, das ist die Eigenverantwortung. Der Fahrer? Der Fahrer. Die Eigenverantwortung der Fahrer. Es gibt zwar Trainer auf der Piste, es gibt Kurssetzer, es gibt Coaches, es gibt alles zusammen, es gibt Sicherheitsnetze und so weiter. Am Schluss ist es die Eigenverantwortung. Ich sage, der Fahrer muss selbst wissen, wie er abgestimmt werden will mit seinem Material. Will er einen Ski, eine Abstimmung, die kaum geht er auf die Kante, dass die sofort kommt? Oder will er mehr Spielraum haben, dass es ein bisschen reinrutscht? Dann können diese Explosionsstürze weniger geschehen. Aber trotz allem, er muss dann auch seine Linie wählen. Er muss wissen, komme ich von außen und gehe ich direkt auf die Stange los. Wie lange bleibe ich in der Hocke vor einem Sprung? Muss ich mich vorbereiten? Das ist die Eigenverantwortung. Ich glaube, wir können machen, was wir wollen. Die Sicherheit, von der wir immer sprechen, die gibt es nicht. Und gleichzeitig lebt dieser Sport ja, glaube ich, auch von diesem Grenzbereich. Das ist eigentlich schon aus diesem Gespräch rausgekommen. Marco Odermatt, der sagte zum Beispiel in Kitzbühel vor einem Jahr, als er in der Abfahrt dann eben das Podium verpasste, ich war noch nie ein Athlet, der es mit der Brechstange versuchen wollte. Ich will normal fahren. Entweder reicht das oder es reicht nicht. Und in Kitzbühel normal fahren reicht in der Regel nicht. Dass er das gesagt hat, das finde ich super. Und das ist genau die richtige Einstellung. Die habe ich eigentlich auch von ihm. Also nicht nur in der Abfahrt, auch im Riesenslalom oder sonst. Es muss reichen. Du darfst nicht Sachen suchen, vor allem in Kitzbühel nicht, wo du glaubst, ich kann mich da absetzen gegenüber den anderen. Überhaupt nicht. Du musst es besser machen als die anderen, aber nicht auf eine andere Art und Weise.
Und da ist es dann in dem Fall auch eine Mentalitätsfrage. Was ist das? Wir haben das mit Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Und da gibt es dann unterschiedliche Mentalitäten, Typen. Wir haben jetzt zuvor auch vom Fatalismus gehört. Wie würden Sie denn diese Menschen typologisieren? Sie kennen ja auch die ganze Geschichte der Entwicklung des Skis. Es ist ja ganz interessant, dann das zu sehen, was dann rauskommt. Ja, naja, ich meine, es gibt immer die menschliche Hybris, die immer alles schneller und noch besser und noch für immer noch größere Spektakel irgendwie zum sehen will. Das finde ich natürlich dann auch ein bisschen sehr bedenklich eigentlich. Und das geht vielleicht auch ein bisschen über die Eigenverantwortung hinaus. Also, dass man sich gedrängt fühlt, immer noch die spektakulärere Sprünge zu setzen oder so. Aber ich finde natürlich, es gibt große Unterschiede zwischen jemanden, der abfährt und jemanden, der Langlauf macht. Also die Abfahrerin, die braucht unglaublich strapazierfähige Nerven, würde ich mal sagen. Die braucht eine große Geistesgegenwart, weil sie irgendwie diese ganzen Entscheidungen in einer irren Geschwindigkeit auf einmal treffen muss. Ganz verschiedene Entscheidungen. Und sie ist eigentlich jemand, die also ich würde sie als Adrenalin-Junkie beschreiben. Mhm. Im Freizeitsport könnte man das ergänzen um die Partylöwin, die gerne nach der Piste noch mal auf die Piste geht. Also das ist eher so vielleicht das extrovertierte Modell. Und die Langläuferin ist dagegen eher so die einsame Wölfin, die sich da durch die Weite der Natur vorankämpft. Wie man in diesem Buch von Ihnen oder Essay ganz gut nachlesen kann. Wie Sie über diesen Wasserlauf, den Sie zuvor angesprochen haben, wie Sie den bestreiten und was das mental bedeutet. Genau, also während beim Abfahren der Rausch eben aus der Geschwindigkeit kommt, glaube ich, beim Langlaufen der Rausch oder das Glück aus diesem Testen der eigenen Ausdauer, Testen der eigenen Kraft, der eigenen Energie. Und wenn ich da an die Grenze komme, gibt es diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden. Und wenn ich über die Grenze hinausgehe, wird es dann noch mal rauschhafter. Also das hat aber immer was mit einem inneren Kampf und einer inneren Selbstüberwindung zu tun, die eben anders ist jetzt als beim Abfahren. Und wo Sie jetzt dieses Buch ansprechen, das ist eben tatsächlich eine Beschreibung meiner Erfahrungen und Beobachtungen bei diesem 90 Kilometer langen Wasalauf in Schweden, der älteste ist dieser Volksläufe, dieser Langläufe. Im klassischen Diagonalstil wird der gelaufen und ich habe den eben für mehrere Jahren mitgemacht, zusammen mit meinem Vater. Und beschreibe dann so verschiedene Phänomene, die eben mit diesem Langlauf zu tun haben. Also diese tiefe Konzentration, das Ineinanderübergehen von Landschaft und Körper, von Bewegung und Landschaft. Also man dringt sozusagen in die Landschaft vor, die wiederum auf einen zurückfällt. Dann vielleicht auch die Euphorie, die sich nach 50 Kilometern eingestellt hat, ganz überraschenderweise. Ich dachte ja, ich würde bei 50 Kilometern aussteigen. Nein, ich fühlte mich total glücklich und habe nicht bedacht, dass noch mal fast genauso viel vor mir liegt. War dann nach 80 Kilometern brutal erschöpft, hatte aber immer noch 10 vor mir. Und dann eigentlich dieses Glücksgefühl, was sehr existenziell ist, im Ziel zu sein. Weil, und das ist der Ausgangsgedanke dieses Textes, weil meine Zeit am Ende aufhört. Also die Zeit lief, 9 Stunden, dann war die Zeit zu Ende und ich war immer noch da. Mhm. Und im Leben ist es ja so, dass die Lebenszeit abläuft und dann ist man nicht mehr da. Mhm. Und dieses lebendige Gefühl kam, glaube ich, genau aus diesem Moment des, ich habe jetzt aufgehört, aber ich kann wieder anfangen. Mhm. Also dieses Auf und Ab zwischen Aufhören, Anfangen, zwischen Mühe und Entspannung, insgesamt dieses Auf und Ab ist dieses Zeichen von lebendig sein. Und ich glaube, aus diesem Grund bin ich letztendlich auch Langläuferin geworden, weil ich sozusagen aufhören kann und immer noch da bin und den Tod quasi überliste. Ich bin ausdauernder als der Tod. Das ist so ein bisschen so die Betrachtung in diesem... Das ist sehr, sehr schön erklärt auch und dargestellt. Sie schauen auch schon ganz bewundernd rüber, Herr Rusig. Fantastisch, wie Sie das erklärt. Also aber würden Sie sagen, das stimmt für Sie? Sie machen ja auch Langlauf, Sie haben diesen Wasserlauf auch gemacht. Darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Aber darauf, dass Sie ja wissen, wie das ist, Abfahrten zu machen, würden Sie sagen, diese Euphorie, auch diese Lebendigkeit, ist das nicht auch etwas, das Sie beim Abfahren selber spüren, das Durchdringen mit der Natur und gegenseitig durchdringen? Ich glaube, ich kann da mit Ja antworten. Mhm. Also es geht ja darum, dass man einen Grenzbereich sucht. Also wo ist die Grenze? Also ich taste mich vor an diese Grenze. Und damit ich wirklich weiß, wo die Grenze ist, muss ich eben auch
ab und zu einen Schritt darüber machen, weil sonst weiß ich ja gar nicht, wo sie ist. Also ich muss mir sagen, ja gut, ich melde mich an für diesen Wasserlauf, habe zwar keine Ahnung, ich bin 1000 Tote habe ich gelebt. Also ich bin 1000-mal gestorben an diesem Wasserlauf. 1000 Tote. Nicht so ein Glücksgefühl bei 50 Kilometern, überhaupt nicht. Okay. Das erleben alle anders. Aber zum Schluss stimmt es. Genau. Zum Schluss ist es halt wieder das. Man hat es gemacht, man ist glücklich, man fühlt sich im 7. Himmel. Ich möchte für die Schlusskurve noch diesen Aspekt der Natur reinnehmen, weil uns allen ist ja die Kehrseite, jetzt haben wir auch viel über diese Euphorie und so weiter gesprochen, die Kehrseite bekannt, die ein Skigebiet ja auch bedeutet Verkehrsflut, Kunstschnee, Umbau ganzer Gebiete zu Funparks oder überhaupt die ganzen Bahnen und Gondeln, die da in der Natur rumstehen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die ganze Klimafrage. Also es ist heute so, dass man ganz klar sagen kann, dass tiefer gelegene Skigebiete nicht mehr betrieben werden können. Jetzt gab es gerade kürzlich Informationen, dass im Tessin die Skigebiete nicht funktionieren könnten ohne Subventionierung. Einige melden Kurzarbeit an. Das heißt, wir haben hier es war mal ein Fortbewegungsmittel, ist dann jetzt zu einem großen Freizeitsport geworden. Also etwas, das sich über Jahrtausende gehalten hat. Wir schauen eigentlich langsam dem Ende davon zu. Ja. Ich glaube, die Aussichten sind ziemlich düster. Also Heiner Müller, der Dramatiker, hat mal den schönen Satz gesagt, die Landschaft dauert länger als das Individuum. Der ist jetzt nicht gerade als großer Optimist bekannt, aber der Satz ist fast noch optimistisch, weil ich glaube, der Schnee dauert nicht länger als wir. Also ich glaube, in Zukunft wird tatsächlich diese Kulturtechnik aussterben, weil wir wirklich das nicht einfach nur über Schneekanonen irgendwie am Leben halten werden. Und das ist tatsächlich eine sehr traurige Tatsache, dass das Skifahren und das Skifahren auf Gras, das Skifahren auf Sand, das Skifahren auf Rollen ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Nee, also man braucht schon eben den Winter zum Skifahren. Und wenn das immer weniger Winter wird, dann ist das, glaube ich... Also es ist einfach so. Deswegen, ich finde es immer interessant, dass unter SkifahrerInnen immer noch so eine Art von... Ich weiß nicht, es herrscht so ein ignoranter Untergangsegoismus auf den Pisten oft, habe ich das Gefühl. Was meinst du eigentlich? Naja, also man will noch was davon haben. Man ist sich schon bewusst, dass es immer weniger wird, dass die Bedingungen immer schlechter werden. Aber man will sozusagen noch, man macht es jetzt bis zum Letzten. Also es gibt, finde ich, noch vielleicht zu wenig Bewusstsein dafür, was eigentlich verloren geht. Also eigentlich müssten wir viel schneller sein im Umrüsten, in der Nachhaltigkeit, was die Skigebiete anbelangt. Man könnte viel mehr Maßnahmen noch machen, um zu versuchen, zumindest noch ein bisschen was zu retten. Also es werden ja schon Gletscher abgedeckt mit großen weißen Textilfliesen und solche Aktionen, aber es ist eben... Sie sagen, ein Wettlauf mit der Zeit, Sie sagen, was da verloren geht. Das ist auf der einen Seite die klimatische Frage. Man könnte aber auch sagen, wir hatten jetzt immer von Nationalsport gesprochen. Die Frage ist ja, wer trägt eigentlich sozusagen diese Idee des Nationalsports, der Identität und so weiter mit. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, unsere Gesellschaften sind inzwischen viel durchmischter, als sie vielleicht mal waren, die gar nicht mehr diese Idee des Skifahrens als Nationalsport kennen oder auch pflegen möchten. Insofern ist es auch da brüchig. Ja, kann sein. Die Durchmischung oder sagen wir die bodenständigen Skifahrer, die werden durchmischt mit anderen und es sind andere Leute auch auf der Piste. Das sieht man, das spürt man auch. Ich glaube, dass oft in diesen Skigebieten sieht man, das war mein Gefühl jetzt, vor allem in diesem Winter, dass viele Anfänger oder schlechtere Skifahrer unterwegs waren, die aber dann wieder dieses Tempogefühl ausleben wollten. Also keine gute Entwicklung oder eine Entwicklung, auf die man sorgfältig aufpassen muss. Zum anderen das sagen ja die Statistiken, da kann ja niemand irgendwie dagegen etwas sagen. Ja, da geschieht etwas. Ich glaube nicht, dass die Skigebiete nichts machen. Nein, nichts ich nicht, glaube, aber dass man sie zu wenig machen. Ja, genau. Das ist ganz klar. Wie lange wir Ski fahren, das kann ich nicht sagen. Eines glaube ich, darf man nicht vergessen. Wir werden diese Wellenbewegung trotzdem immer wieder haben. Wir haben einen November gehabt, wo Skigebiete bis unten ins Flache offen waren.
dieses Jahr. Ja. Es hat nicht angedauert, weil dann der Wärmeeinfluss wieder gekommen ist. Das sind so die Wetterkapriolen. Ich glaube, dass wir da das sowohl als auch erleben werden in den nächsten Jahren. Dass wir dann irgendwann auf einmal eben 10 Meter Schnee haben als zu viel, mehr zu viel als zu wenig. Was ich glaube, ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet, ist, dass diese Erde, wie wir sie kennen, in einer Evolution ist. Das immer ist war und auch in der Zukunft sein wird. Dieser Erdball, ich glaube nicht, jetzt sage ich etwas ganz Verrücktes, ich glaube nicht, dass das Matterhorn in 10 Millionen Jahren noch stehen wird. Das werden wir sehen. Weil nicht die Erde sagen. ist in der Evolution, die verändert sich. Ganz genau. Wie auch immer. Und wir können, das muss ich schon noch sagen, die Menschheit heute ist so intelligent und so gut, wir sollten einen größeren Beitrag leisten können, damit das gebremst wird. Das nehme ich als Schlusswort, Herr Russi. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.